streamen, starten, Timmy, bei mir waren wir dermaßen synchron, dass ich sie bloß noch schäbert. Ich glaube, ich habe 0,5 Sekunden später draufgedrückt als du. So, jetzt machen wir den Bums zu und den Bums zu und dann ist alles cremig. So, jetzt warten wir erstmal, wie sie mich selber her. Hallo? Hallo? Was ist denn mit der YouTube? Ich weiß nicht. Was ist denn das da? Hallo? Was ist denn? Bastard, Ich bin's. 1 Bürger, 1 Mika, 1, 20 Uhr, grüß Gott beieinander. Wir schauen mal aus, ich schau blendend aus. Der Fettsack hinter mir auch. Der Fettsack vor dem Fettsack auch. Grüß mich auf, ey. Haben die alle gratuliere ans gut an die Freie an, nur ans gut an den Burning, den Forest Squad an den Robert Dinieri. Merci Timmy Boy übrigens. Grüß zu dir daheim. An den Stefan, an den Bavarian Let's Play, an den Mike Riese, an den Nika, an den Kuiper, an den Brox, an den Johannes, an den Freie, nur an die Freie, an den Stadi, einfach an jeden, der 5-mal geschrieben hat. Nur an die Freie, an den Leckmann, an die Leuchtrauschkugel, an den Demonix, an den Herrn Schall. Natürlich war schon wieder wieso? Penis. Damit der Stream wieder entmonetarisiert wird, ja? Noch die ersten 5 Sekunden gleich. Mario! Wieso ist da der Resub nicht drin? Das fragt mich ich. Ich seh ihn ja da. Ich sag ihn ja da! Wieso ist er nicht da? Das versteh ich nicht! Was bläh ich eigentlich so miteinander? Das ist ein gemütlicher Stream, Alter. Ich bin ein Blacksmith Master. Das ist ein ganz gemütlicher. Schau mal, ob Zeit wieder so schnell vergeht. Ich habe die Befürchtung, ja. Zeit vergeht, momentan ist Zeit sowieso nichts wert. Ich glaube, dass ich mich jetzt in jedem Stream drüber aufregen werde. Es ist schon wieder Mittwoch. Und der Tag ist eigentlich schon gelaufen. Was ist denn eigentlich? Sag's ihm. Warum wird denn da kein YouTube-Zeig angezeigt? Das Glück hat 5 reingeschissen. Jetzt habe ich mein Vater noch versammelt, vor lauter Chatten sie fix. Grüß Gott. Gut, dass morgen Feiertag ist. Aber einen geilen Stream. Prost! Vor Dono Versam Squad. Hm? Wer geht's selber? Merci dir. Wieso wird denn das nicht an? Was ist denn schon wieder? Es ist jetzt mal was anderes, oder? Es ist alles aktiviert. Da ist Sabrina mit einem 10er. Ich weiß nicht, wie es da auf die Idee kommt. Seit wann steht der Text eigentlich da links und rechts aus dem Cast? Lasse, was ist denn eigentlich? Kroatien. Bin trotz Urlaub live dabei, solange das Internet stabil bleibt. Ich weiß nicht, wie gut das Internet in Kroatien ist. Wenn du am Strand einmal anflagst, dann kann es nicht so unfassbar gut sein. Käme davon aus. Sabrina, Dankeschön. Merci für den 10er Kuss auf die Nuss. Schöne Grüße nach Kroatien. Haben Sie einen schönen Urlaub. Hoffentlich bist du noch 4 Wochen da und das sonst raus aus diesem ganzen Scheißdreck den ganzen Tag. Himmel, sackel zu mir. Sabrina, danke dir. Timmy Boy, schönen Vatertag dir morgen. Hashtag Leerzeichen. Ach, das kann ich 8-mal feiern. Hey, das wisst ihr bloß nicht. Steffi schreibt auch was Interessantes. Es ist schon Ende Mai. Wie ist das passiert? Das ist richtig. Wie viele Tage im Mai haben wir noch? 3. Okay. Lauft da der Plague Tale Soundtrack? Ja, das ist das einzige, wo ich mir gedacht habe, das könnte einigermaßen passen. Was ist da los? Gibt's schon wieder Mitgliedschaft umsonst, oder was? Herr Ravenio! Weißt du, was wir schon lange nicht mehr da haben? Probieren wir es mal. Ravino, merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Alle in den Chat. Habe die Ehre, Ravenio. Ravenio. Nicht, damit ich es richtig sage. Weißt du, was ist jetzt? Warte mal, schauen wir mal, ob der Vorstand da ist. Jetzt mal Ruhe mit dem Schmidbauer Mario, gleich. Was? HWDRRRT Greizteifel Gruas aus Österreich, haha. Gleich. Ja, aber da was, ich weiß nicht, wo man es hinhalten muss, ich käme nicht raus. Hallo, Blülein, gehst du an dein Handy? Gesprächspartner bleibt nicht erreichbar. Was ist mit dem Vorstand los? Für was zahlen die denn eigentlich? Weiter! Rest in peace, Mr. Headphone User. Vorstand sagt nein. Verena, danke für die Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Ab in den Chat, aber die Ehre, Verena. Und danke für die Abo. Was ist denn da? Das ist aber schnell gegangen. Das habe ich noch nie gesehen. Jemand abonniert und lasst eine Mitgliedschaft da. Was ist da los? Wie kommt das zustande? Jetzt müsst ihr aber erklären. Der mir nicht anschreibt. Jetzt bist du aber eine Erklärung schuldig irgendwo.
Da hab ich den noch nie gesehen. Hast du einen Account gemacht oder was da los? Verstehe ich nicht. Naja, mir ist wieder ein Zweifel. Kuss auf die Nuss. Habe dritt. Kreuz, Teufel, Grüß aus Österreich. Woher sonst? Sobald es zweistellig ist, weiß ich, es ist Österreicher. Das ist eine einfache Rechnung, meine Damen und Herren. Vorstand muss Vorstandssachen machen. Ja, ich glaube auch. Knockout Flickflacks durch das Wohnzimmer, dir zum Beispiel. Oder einfach gar nichts. Einfach, sie tut einfach gar nichts. Sag's, was es ist. Ich kann dir genau sagen, wie das da vorne ausgeschaut hat. Pass auf. So, das Handy so. Decken und Viecher überall. Da liegt der eine Hund, der andere Hund. Dann liegt mindestens so eine Katze dort, wenn nicht alle zwei. Beziehungsweise die dritte ist aber draußen so. Das Telefon. Und das ist der Arschloch. So ist der Maul halt in der Fettsack da hinten. Genau so ist es gelaufen. Let's up! Heute Bierger ist fucking schönes Stream, Bierbar, voll Bier hell. Ja, momentan lässt die Bier-Diversity ein bisschen nach bei dir. Ich hab schon gespannt. Aber du hast alle durch. Merci dir, Schluss damit. Hart am Nixen. Nicht zu verwechseln mit hart am Wichsen. Hast du das jetzt wirklich dazu schreiben müssen? Ja? Hast du das jetzt wirklich dazu schreiben müssen? Mario, jetzt was tust du denn? Schluss jetzt! Eine ins Schmiedeisen! Hurra! Was? Hurerei im Pfarrhof. Was ist denn? Hurerei im Pfarrhof! Was? Warum denn? Man kann. Im Pfarrhof wird normalerweise nicht umeinander gehört, da wird umeinander. Nein, sag's nicht. Nein, sag's einfach nicht! Gesichtsgerätschen, mehr als für 22 Monate. So hat's von mir gerade bis zu der Birger Discord Nachricht ausgeschaut. Wir. So. Ah! Und dann habe ich wieder hingelegt und gesagt, halt dein Maul, du Fettsack. Gesichtsgerätschen, merci dir. Misa, merci dir! Namen zusammen, endlich Urlaub und damit endlich wieder live dabei, ansonsten nicht mehr im Nachschau-Squad. Ich weiß doch, ich lese doch deine Kommentare. Mit frohlockendem Gemüt. Sabine schreibt, noch mehr Sabinen, spezial grüß euch an alle Namensschwestern. So, aber ist endlich 10 nach. Wir müssen mal, hoffentlich, ich weiß überhaupt nicht, wie es funktioniert. Ich hoffe schon, ich weiß, was ich starte schon mal spät, was ich wurscht ist. Das ist uns wurscht. Also, dauert bloß wieder alles so ewig, wenn ich umschalte, was das ist. So, wir schauen mal aus. Ich war ziemlich fleißig. Ich bin die ganze Zeit schon fleißig. Immer noch, jede freie Minute fließt in mein Browser-Game. Seit gestern befasse ich mich mit der Optik. Sehr viele Bilder gemacht und machen lassen und bearbeitet und umeinander gespielt und ja. Wenn ich irgendwann jemals jemanden her, der so Sachen schreibt wie, das Battle ist ja mit der KI gemacht, das kann ich auch. Halt dein Maul. Halt deine ahnungslose Schnauze, du Trottel. Das ist eine Wissenschaft für sich, meine Damen und Herren. Damit alles gleich ausschaut, alles gleich zusammenstimmt, dann können die sauber noch bearbeitet und noch zeichnet und was weiß ich, was alles anpasst und was das eben ist. Das ist eine Sisyphus-Arbeit, aber Gott sei Dank, das neue Kampfsystem ist fertig, ist natürlich noch nicht perfekt, hat schon noch mal Fehler, also es hat keine groben Fehler, aber also Balancing-Geschichten und so. Die ganze Unterstützungsgeschichte ist fertig, man kann Truppen umeinander schicken, man kann sie aufs Maul hauen, man kann Unterstützungen schicken, die kämpfen auch schon mit, die werden richtig berechnet und man kann es wieder heimholen und alles funktioniert. Das ist das Allerbeste noch. 1, 2, 3, 8, was ich das lese, 10 nach ist noch nicht. Nein, ist nicht! Minuten haben wir noch. Was, der Bernie hat Geburtstag! Hat es wenigstens einfach Bürger? Bin ich da dafür? Endlich! Schreibt mal einfach jemand einer, Bürger, ich habe einen Geburtstag, gratulier mir, du Mongo. Akzeptiert, meine sehr verehrten Damen und Herren, und genau für diese Nummer. Gratulieren wir alle miteinander am Herrn Bernie zum Geburtstag. Da kriegst du, warte, ich probier's. Ich probier's lieber nicht. Hansi! Mir ist wieder zügelt ihre Chefs und ich bin wieder da, melde mich aus der Factorio-Versenkung. Plus 100 Stunden in der letzten Woche gemacht. Lull. Das kenne ich irgendwoher. Momentan spiele ich recht wenig, weil ich halt an meinem eigenen Spiel arbeite. Das ist für mich mein Spiel momentan. Aber ich kenne es sehr gut. Ich warte, bis die neuen Patches für Path of Exile kommen, dann wird es mich wieder haben. Wer weiß, wie gut das am Freitag Elden Ring Night Rain wird, das kann mir auch mal wieder auserzahlen vielleicht.
Dazu wird man ja wohl Elden Ring installieren müssen und so. Dann werde ich da mal kurz reinschauen und dann spiele ich sowieso wahrscheinlich wieder und merke so, hey, hoppala. Riese Mike und der Kype und der Cyberfox. Auf die Sekunde genau 10 nach ist. Da habt ihr absolut recht. So, Schnauze halten, Schluss mit Rundonaterei, Alerts aus. Und wir spielen heute eine neue Runde Blacksmith Master. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Jetzt sehen Sie was. Schöne Musis. Ja, die ist also, die passt besser wie die von Plague Tale. Da hat der Sprenger schon recht. Das glaube ich, haben wir letzte Woche schon festgestellt. Ist aber, ich weiß nicht. Birgit Game Dev Simulator Offstream. Ja, schon ein bisschen. Es ist ja so, ich habe ja keine anderen Möglichkeiten. Ich habe mein ganzes Leben damit verschwendet, Webdev zu sein und die einzige Möglichkeit, die mir dadurch bleibt, ist, ein Browser-Game zu machen. Ja, natürlich kann ich mich in Unreal wursteln, natürlich kann ich das, aber ich habe schon probiert 3-4 Monate lang und dann gnadenlos gemerkt damit, Alter, das kannst du so hart vergessen, Alter, das ist jedem eine Hochachtung als Single-Entwickler, der das allein stemmt. Ob mit KI, ohne KI, man, what year it is, the future is now, old man. Das ist kein Kritikpunkt, vor allem nicht für Single-Entwickler, wenn die KI benutzen. Und das ist absolut närrisch. So! Blacksmith Master, meine Damen und Herren. Weiter habe ich gedrückt. Damit nichts passiert, weiß ich, wie es ist. So, Chef, wir sitzen gerade im Stellar Beach und Spa, haben gerade 33 fucking Grad und den 7. Cuba Libre in der Fotzen und du bist schuld. Zimmer 4209. Ja, auch der Cuba Libre jetzt so super geil. Es ist, wenn es einer von da unten ist, ich glaube, das habe ich auch ziemlich deutlich in meine 2 Stunden langen Streams gesagt. Das Gesöff da unten, ja, was das ist. Ansonsten viel Spaß, vor allem beim Schnorcheln. So, jetzt weiß ich mir obacht, wie der wir da mal an, wie ASD funktioniert auf alle. Wieso ist jetzt da von Steam irgendein Freund aufgetaucht, der ein Waifu mit Hosenohren. Oh Gott. So, here we are. Da ist unsere ganze Belegschaft, da geht's zu wie Sau, das ist alles richtig gut. Erinnert ich mich noch grob dran, was man mir... Ja genau, da unten haben wir Sachen freigeschaltet und geupgradet, jawohl. Eines der Gestelle enthält keinen Gegenstand zur Auslage. Das hat uns letztes Mal schon gezeigt, da haben wir mit dem Geschäft noch ein bisschen angefangen. Da ist bis auf Vorhängen nicht recht viel passiert. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Jetzt passen wir an. Man hat da Aufträge angenommen, ja genau. Man hat es priorisieren können, je nach Zeug. Das ist alles voll, jawohl, pumpenvoll, wie ich am Wochenende wahrscheinlich, das ganze Wochenende. Nein, ich bin jetzt nächstes Wochenende pumpenvoll, sag ich, was ist. Kann morgen nicht saufen, kann auch heute nicht saufen, sag ich, gehen wir am Freitag, müssen wir streamen, Leute. Leute, wir müssen am Freitag streamen, was ist da los? Aber eine neue Runden, was eine neue Runden? Der hat weiterdrückt. Jetzt, wenn ich deinen Stand sehe, das waren noch Zeiten, die habe ich noch nichts zum Tor gehabt in dem Spiel. Ja, ist ja klar, Ja, wir boxen rein, im Stream geht alles ein wenig langsamer, das ist ja klar. Jetzt drücken wir da mal auf Play, das läuft von selber. Müssen wir nichts tun, wir haben die ganzen lustigen Arbeiter da. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, unser Eisenlager ist ein bisschen ein Problem. Da staut sich schon wieder eine Schlange. Bauen wir mal eine Zweitzieh, oder wie schaut denn das aus da? Du weißt es nicht, den einen geschissenen Tisch da, brauchen wir den eigentlich, ich weiß nicht, wir können gleich mal ins Baumenü auf B, jawohl. Den haben wir jetzt 2 Eisenlauer daher. Wie viel Geld haben wir? Wo steht das gleich wieder? 3500. Das der wir da nehmen. Das der wir da nehmen und dann der wir nicht verstauen, der wir das natürlich nicht. Mit der wir mal, oh, das ist viel, gell? Der wir mal so viel rein. Ja, damit da sauber was los ist. So, jetzt schauen wir mal die Leute da alle, was ist denn da los? Der Bonkel Werner. Der Everhard! Alles klar. Elisabeth, die darf natürlich auch nicht feiern. Wen haben wir da? Eleonore! Das ist meine Oma. Das ist gut. Ich glaube, die haben wir damals aber auch einteilt, dass die da Sachen rausbringt, oder nicht? Bin ich mir nicht sicher. Und irgendjemanden haben wir einteilt, ich glaube, das war die Rothaarige, das ist Inkontinentia. Die macht nur Metallgegenstände. Jetzt passen wir auf, am einfachsten zuerst, am komplexesten zuerst, am günstigsten, bla bla bla. Das ist mal alles wurscht, stellt Gegenstände exklusiv für Gestelle her, genau. Das war der Plan. Wie viel XP hat die gute Alte? Oh, die braucht noch viel. Da, meine, darfst du mal sauber einhauen. Wen haben wir da? Das ist wieder die Inkontinentia. Wen haben wir da? Oh, man kann die Leine durchklicken, währenddessen du reingegangen. Elisabeth, wann das? Das haben wir schon 5 von den gleichen gehabt. Oh, Eleonore, ich hab doch einmal geklickt. Der hätte so rückwärts. Das muss ich ja selber herausfinden, was da gemeint ist. Dann haben wir die Dorothy. Die haben wir noch nicht benannt. Wer die dümmste Scheiße im Chat schreibt, dessen Name füge ich hier ein. Los. Ja, was haben wir da? Franziska, die gute Alte. Der Bonkel Werner.
Und jetzt ist so rückwärts, Gara, haben wir nicht da irgendwo Mitarbeiter zum Anschauen? Oh, die werden gleich Level Up, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und da haben wir auch was zum Level Upgraden. Der Leffe, was bauen wir viel? Fleischermesser, Küchenmesser, Metallschaufeln. Oh, die haben auch Geld wert, das ist gut. Der Eisenkelch. Weißt du was, ein Eisenkelch? Skillman Eisenkelch, warum nicht? Warum nicht? Dann haben wir da einen Auftrag abgeschlossen. Jawohl, nehmen wir naja. Was nehmen wir da? Haben wir da irgendwas Tolles? Dekorationen, da kriegen wir sehr eine Dinger. Holz haben wir relativ wenig in Produktion. Machen wir immer so 50, Fidi, was das was ist. So, was haben wir da? Kresten, was? Muskatnuss. Nennen wir es Muskatnuss. Also verzeihen. Bestätigen. Easy going. Der Hackelschorsch. Hat er wieder einen rausgehauen, der Hackelschorsch. So, was haben wir in unserem Geschäft? So ein bisschen. Waren alle Hacke voll, oder was? Sagt man das, ist das optisch dann auch richtig? Also, dass da die Teile drin sind und dann ist es auch voll. Passen bloß 8 rein. Sehe ich das richtig? Die Frage ist, wenn ich jetzt da ein Gestell habe mit dem Ding. Oh Gott im Himmel, da ist schon wieder so viel Zeug fertig, da schaut er das an. Wen haben wir da? Keine Präferenz. Das ist der Allrounder. Der Allrounder benötigt 20% weniger Zeit, um Bauern auf einem Amboss zu bearbeiten. Ja, wir geben ihm Skillpunkte in beidem. Bestätigen. Los geht's. Der Christel-Matt! Ich hab ihn den übersehen können. Christel, wie geht's dann? Was machst du? Holzgegenstände? Du bist der Holzsepp. Ah, das ist eine gute. Die rührt sich dann schon. So, dann haben wir noch einen. Warum haben wir jetzt da? Ein Elitearbeiter tritt deiner Werkstatt bei. Du hast keinen freien Platz für neue Arbeiter. Da müssen wir mehrere Bänke aufstellen, wenn ich mich recht entsinne. Geben Sie mir bitte eine Bank. Bank? Wo? Dekoration, Mitarbeiter, Bank. Warum waren die ganzen Bänke eigentlich? Die haben wir da irgendwo drin gestellt, oder? Naja. Ich weiß nicht, was das ist. Und die haben wir gleich noch eine zweite Hirze. Mein Name ist schon wieder 6.000 geholt. So, Wahnsinn. So, jetzt mir Kauf. Jetzt gibst du mir den Teufel. Na, da war das drin. Lass mir den her. So, wen haben wir da? Nicole, Reginald, Grimwald und Millicent. Alle Schmiede gehen beim Tragen mit derselben Geschwindigkeit wie mit leeren Händen. Oh, das ist stark. Händler gewähren 5% mehr Gold als Belohnung. Wir haben so viel Geld, das ist noch nicht so wichtig. Alle Arbeiter bewegen sich 10% schneller. Alle Gehilfen gehen beim Tragen mit derselben Geschwindigkeit wie mit leeren Händen. Das ist stark. Hat der gute Stats nicht so wirklich, gell? Die haben alle nicht so geil. Ich hätte eigentlich lieber einen Produzenten anstatt jemanden, der da umeinander forscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es macht nur er und er Sinn. Sie und er Sinn. Hilft nicht. Alle Schmiede gehen, aber alle Gehilfen. Speed mir mal die Gehilfen ein bisschen ab. Millicent braucht's. Oder den Millicent, der Millicent, die Millicent, weiß ich nicht. Haben wir einen kurzen Check. Kurzer Check. Mitarbeiter, was machten Sie? Alle Schmiede gehen beim Tragen mit derselben Geschwindigkeit wie mit leeren Händen. Darum brauchen wir Millicent. Damit wir das nicht doppelt möppen. Was das selber ist. Nehmen wir Millicent. Läuft ja nicht. Geh damit. Tag zu Ende! Dein Mom ist zu Ende! Wo ist denn Millicent? Nein, das ist Eleonore. Wo ist denn Millicent? Wo ist denn die? Kommt die? Wo kommt einer? Ist das Millicent? Ja. Brauchen wir Nummern! Einen Dummscheißnamen! Los! Ab in den Chat! Ja, springen durchs Klungen. Mille. Hat schon gewungen. Aber was wir noch da müssen, nicht Kontrolle übernehmen, sondern die Guten, die kriegen alle feierrote Haare. Sind alle weiß. Und generell recht dunkel angezogen. Dass die so, nein, da brauchen wir und mehr Haar. Ah, das ist gut. Das ist gut. Ja, das sind unsere Elitearbeiter, sind alle rot. Alle anderen schauen recht trist aus. Was denn dann auch Tristan? So, wir gehen jetzt nächsten Tag beginnen. Da machen wir sofort weiter. Warum nicht? Ist ja vollkommen wurscht. Und da haben wir was zum neuer Entwurf. Sollen wir uns einmal um den was ist, warum? Ist das Holzlau oder was? Auffüllen. Wieso kann ich den nicht freischalten? Das verstehe ich. Ja, jetzt hat passt. Langbogel, Gogel. Nehmen wir einen Langbogen. Aber der ist so billiger, der kostet was anderes 30 geht. Das ist so voll das Schrottteil. Nimm mir lieber Grillgabe. Nimm Grillgabe. Los, freischalten. Easy cheesy. Metallschaufel, da brauchen wir jetzt wieder ein bisschen mehr XP. Kriegen wir schon. So, jetzt ist die Frage, wie haut das hin? Ja genau, da kann man festlegen, was man da rein tut, gell? Jetzt bauen wir erst einmal unser Geschäft um. Wir haben 2 Abteile. Machen wir 4 Abteile. Weißt du was? Wir machen 4 Abteile. Steigst mal am Hut.
mit deinem Schund. Mitarbeiter, ziehen wir erstmal ein Wind ein. Jetzt tust du erstmal ein Wind einziehen, damit nichts passiert. Da, und die scheiß Wind, die reißt mir weg. Weg mit der Wand, weg mit der Wand. Damit es da schön symmetrisch ist, machen wir mir da eine Trennwand rein. Dann machen wir da eine Trennwand rein. Dann machen wir... Da kann ich da aber keine Wand hätten. Muss ich da erst dann... Na, stopp. Den Vorhang weg da, sage ich das richtig. Jetzt sind wir beieinander, du. Aber gefallen mir die fetten Trennwände? Bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Nein, der ist nicht. Weg. Kriegen wir da wieder Gold? Ja, tatsächlich. Da machen wir mir... Was machen wir denn da? Die schaut da gut aus. Die schaut auch gut aus. What looks good? Ich nehme das da. Probieren wir es mal. Machen wir so und in der Mitte machen wir ein Tor. Oh! Ist das selbst? Ich weiß es auch nicht. Die Mauer muss weg. Die Mauer. Da erkennt man, wie alt das wir sind, Riesimike. Sehr deutlich sogar. So. Musik kickt. Is it going? Oh, schönes Geschäft. Wunderschönes. Raumtrenner, nicht Mauer. Ja, es ist, ja, das weiß ich weiß schon, was du meinst. Frage ist, jetzt haben wir da jetzt einen Cast gemacht oder nicht? Wo ist denn der Unterschied eigentlich zwischen denen zwei? Ist ja vollkommen wurscht, wenn ich da dazwischen was einbaue. Naja, gut. So, das ist der Eingangsbereich. Da kommen wir uns in die Highlights hin. Ne? Das ist ja klar. Das ist ja klar. Hier haben wir mal Regal. Innenraumstände. Und mal so einen sehr da. Nein, das gefällt mir nicht. Da brauchen wir auch noch viel mehrere Regale, aber so viel brauchen wir ja jetzt gar nicht. Also pass auf, Lager. Sehr schön, schon hin. Da haben wir jetzt noch 2 Waffenständer her. Ständer, einheitlicher Bodenfeind noch. Das ist absolut richtig. Absolut richtig. Boden. Was machen wir für einen Boden? Wir machen einen schönen Holzboden. Wie schaut denn eigentlich der aus? Na, den wollte ich. Haben wir einen Boden dran? Nein. Ja, das passt jetzt noch nicht so gut zusammen, aber da müssen wir einfach noch ein paar freispähen. Denk schon, da gibt es ja unendlich viele Bodentexturen. Ja, die kriegen wir schon. Aber das ist jetzt einmal das Maximum, um mal so eine Idee zu kriegen. Ja, so schaut doch das gut aus. Dann, nein, stopp. Dann, wieso gehen, ne? Wie da aus dem Baum oder so. Dann gehen wir da mal. Das ist auf Lagern und die haben wir 200 kostet so ein geschissenes Regal. Müssen wir das Fenster ausmachen. Das ist ein totaler Krampf. So. Ja. Dieser Gegenstand überschneidet sich mit einem existierenden Objekt. Ja gut, dann müssen wir es löschen. Das hilft nicht. Tust du mal obere Wand, untere Wand. Hochstricher gehört sich auch noch irgendwie. Jetzt warte mal. Na, rot passt überhaupt nicht. Das passt gut. Machen wir da noch ein wenig Holz her. Ah, immer schön symmetrisch. Wunderschön ist das. So, wir kommen jetzt da bauen. Wir können nicht das Fenster da rausreißen. Gar nicht wahrscheinlich, oder? Bauen, nein. Brauchen wir kein Fenster nicht. Schauen wir mir aus, da haben wir mir ein Fenster brauchen. Ich brauche kein Fenster. Ab mit deinem Fenster. Spacken, du. So, und dann brauchen wir noch 2 Sehne. So. Und so. Ah, er ist ja wunderschön! Die haben wir da noch einen her und da noch einen her. Da noch eins her und... das war jetzt ein Krampf. Verkaufen wir wieder. Wir haben da ja so Schädelstände. Stände! Die kann man da auch noch herbauen, gell? So als Aushängeding, aber das machen wir später. Wir haben noch gar keine Schädel. Was ist denn das genau? Gegenstand auswählen. Achso, da kann ich einzelne... Okay. Also Hackel haben wir da hervorne. Machen wir in der Mitte, machen wir Keulen und außen machen wir Knüppel. Jetzt muss ich eher gerade da einen Knüppel aussuchen, da der wir jetzt einmal keine Knüppel nicht raus. Da der wir jetzt einfach mal gar nichts. Also kann man das nicht löschen, oder was? Nee. Ja, das behagt mir jetzt nicht so ganz, muss ich sagen. Schilde, Waffen... Aber da Küchenutensilien, geeignet alle.
Ja gut, jetzt dann machen wir da einmal unsere Küchenutensilien, die ich vorgeschlagen gehabt. Küchenutensilien, der muss Fleischermesser, Eisen, ja, das passt nicht. Küchenmesser, Grillgabel. Easy. Dann Eisenkelch, Eisenkrug und sonst haben wir noch keine Behältnisse nicht. Dann müssen wir da mal, dann tun wir da Metallschaufel, Kelle und überhaupt. Was ist da? Eines deiner Gestelle enthält keinen Gegenstand zur Auslage. Ja, wir haben wir gerade dabei. Jetzt chill. Jetzt chill. Was geht uns noch ab? Ich glaube, das Ding geht uns noch ab. Der Holzschöpfleffe. Und da geht auch was anderes. Oh, wir haben da! Level up! Level 4! Grüßel Matt! Bist total unterwegs, du. Ja, rein damit. Dann haben wir da Auftrag fertig. Oh, neuer Boden, Jay. So, neuer Bodentyp, neue die Wandfarbe ist gut. Wandfarbe ist gut, aber wir können leider noch kein Holz mit Gabel nicht bauen. Das ist nix. Du, das ist nix. Du, dann schalten wir. Dann schalten wir mit den Messer da. Das zeigt da frei. Passt schon. Was haben wir da? Da können wir was upgraden. Was können wir upgraden? Mit dem wir mal. Das Fleischermesser. Haben wir das Fleischermesser schon verteilt? Nein, haben wir nicht. Nö, dann nehmen wir ein Holzschäfleffe. Ist ja wurscht. Hauptsache upgraden. Vielleicht können wir es aber irgendwie. Jetzt warte mal, das gefällt mir nicht. Ne? Und da zwei hier. Dann können wir es aber auch so machen da. Warte mal. So. Haben wir mehr Platz für Zeug. Da brauchen wir mehr Platz für Zeug, Kinder. Küchenutensilien, Waffen. Dann werden wir später noch mehr brauchen. Da hier, dann wir das da hin. Wir kommen was entfernen. Kann man was entfernen? Fuck. Zum Skillen gibt's was schon. Superarbeiter. Gelegentlich hast du die Chance, einen Arbeiter mit 2 positiven Eigenschaften frei. Da brauchen wir erst 100 sichere Dinge. Nehmen wir Eichenwald. Schaltet den Eichenwald frei und schmelzen. Ja, was nehmen wir? Wie kann ich das da freischalten? Ich gebe doch nicht die Blaue für das graue Zeug aus. Dann nehmen wir erst Schmelzen. Ermöglicht das Schmelzen von Erzen zu Barren mit einer Schmelzhütte. Ja, soweit sind wir noch nicht. Jetzt machen wir erstmal unser Geschäft an. Teppich und Pflanzen bringen viel. Das ist absolut richtig. Absolut richtig. Kommen wir gleich dazu. Was mich gerade noch stört ist, dann verkaufen wir halt das Scheißding da. Was weiß ich nicht. Wieso kann ich das nicht verkaufen? Ich verkauf's. Leg mir am Arsch. Lecker mir am Arsch! Und verkauft man das verkauft man auch wieder und das verkauft man auch wieder. Dann gehen wir in den Baumodus und stellen wir das da einfach rum. So, das tun wir da her. Das tun wir da her. Damit das da einigermaßen alles zusammenpasst. Was passiert denn jetzt, wenn ich jemanden Kelch vor der Nase weg tue? Hey, wie, du schaust den Kelch anschauen und dann nicht kaufen? Ja, genau. Hauptsache, du klangst es nicht an, das ist das Wichtigste. So, Metallschaufel, dann tun wir da das Messer her. Jetzt pass auf, Messer, Fleischermesser. Dann haben wir da unsere Messer. Dann nehmen wir da einen Metallkelch, nehmen wir da einen Metallkrug. Verschwinden jetzt da die produzierten Teile einfach oder wandern die automatisch in der Kiste? Das war ein wenig sehr bitter. Aber gut. Hilft uns nichts. Dann haben wir dort Grillgabel, Metallschaufel, Kelle. Und das ist halt ein wenig ein Fail da. Das hilft nicht. Was können wir da noch rein da? Da kann man. Das ist ein Holzschäfleffe rein. Das ist ja vollkommen wurscht. So, aber wie schaut es denn eigentlich da aus? Da wird so synchron gearbeitet, dass alles sperren. Wir haben kein Holz! Das muss ja irgendjemand sagen. Bauen wir da ein zweites Stern Holz ein. Den Bums da, glaube ich, den können wir gepflegt verkaufen. Schirmen wir den da rum. Und tust du mal da noch ein wenig Holz rein. So. Ich und mein Holz. Holz. Aufgefüllt den Bums. Schieben wir da mal noch ein paar nach, bis wir wieder bei 2000 herunter sind und dann schaut das gut aus. Wird schon. Anschauen, nicht kaufen und dann bei Amazon shoppen. Ja, das glaube ich auch. Deine oberen Wände muss noch Farbe ändern. Innerer Monk und so, weißt du, was das ist. Oberniveau. Oh, das ist absolut richtig, ja. Machen wir Holz rundum. Ich bin für Holz. Holz rundum, Rieselmark, da hast du absolut recht. Obere Wand, das machen wir so. Der Durchgang ist mit Steinen, dann ist es stabiler, was es ist. Nein, das passt optisch nicht. Wird das auf der anderen Seite dann auch? Das muss man auf beide Seiten machen. Ja gut, ist klar. Ist ja klar. So, schaut gut aus. So, jetzt was wir jetzt mal brauchen, jetzt brauchen wir mal ein paar Pflanzen.
Oh, und Lichter! Wir haben ja Lichter, meine Damen und Herren. Erst einmal haben wir da, kann man die ja irgendwie... Oh. Machen wir so. Kundenbonus durch Dekorationswert. Ne? Das ist schon her. So, den Vorhang, den haben wir eigentlich immer da an der Seite hängen. Gell? Am Eingangsbereich macht man... Machen wir Ladle hin. Da ist da mal ein Ladle hin. Ja, schau, wie das ausschaut. Oh! Ja, so vielleicht einmal da so... Oder wenn man das Zeug besser sieht. Einfach da ins Zentrum. So einer, so einer. Ah, es ist ja wunderschön! Das ist noch nicht so ganz wunderschön, aber das wird schon noch. Was haben wir da? Die sind verschieden. Wie die scheiß Kerzenleuchter. Ja, ist ja wurscht. Treppen haben wir noch nicht. Mitarbeiter brauchen wir auch noch nicht. Dekorationen. Mal schauen, kann man die herin anbringen? Ach du Scheiße, tatsächlich. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Mal wieder raus da. 52 verkauft, dann verlieren wir ein bisschen Geld. Gell. Aber gut, müssen wir uns spenden, wenn das hilft nicht. Die gute alte Topfpflanze, die ist doch immer gut, oder nicht? Geht eigentlich da ins Eckerl so eingestellt. Geht da so ins Eckerl eingestellt, wenn du mich fragst. Ja. Ah, ja. 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 Wird schon. Wir haben noch nicht recht viel Pflanzenvariation, aber wir brauchen auch noch einen anderen stehen. Da kann man noch ein Fenster einbauen, hä? Oder mal ein Fenster einbauen. Ich bin für ein Fenster. Ich bin da für ein Fenster, du. Machst du mal ein Fenster rein? Und dann machen wir mir Dekorationen. Wo ist der Vorhang? Vorhang in Blau. So, gehen wir da her, machen wir blau. Ist das blau? Ist das blau? Ah, das ist wunderschön. Vielleicht ist es ein bisschen viel Vorhang. An jedem Ding so ein weiß drum und nicht zum Hängen, aber das wird schon. Jetzt muss noch ein Hausmeister anstellen, der die Pflanzen gießt. Ich hoffe, das machen wir uns von selber. Birger, beim Durchgang ist noch Stein und nicht Holz. Wo? Tatsache. Du schön aufpasst. Da ist Holz. Ich und mein Holz. So, jetzt schauen wir mal aus, ob da was passiert ist. Da kann man schon wieder, ja, da haben wir vorher schon skillen können. Aber bevor wir uns da weitere Dinge eröffnen, bauen wir erst einmal weiter. Machen wir folgendes. Weg mit dem Schund. Wo muss denn das hinzeigen? Ich weiß aber nicht, wo das hinzeigen muss. Ich glaube, der Pfeil muss nach vorn zeigen. Bin mir nicht sicher. Lassen wir da mal einen Platz. Und lassen wir da mal einen Platz. So, wunderschön, wunderschön. Meines Wissens nach kann es Deko nur innen anbringen. Überzeugen Sie mich vom Gegenteil, dass mich freuen, wenn es geht. Mr. Improxy, let me have a look. Dann nehmen wir doch einmal Dekorationen. Oh, Lichter, hätte ich gesagt, gehabt. Pflanzen wir die. Ja, am Boden kannst du das nicht platzieren. Das geht nicht. Aber das kannst du außen anbringen. Das bin ich mir ziemlich sicher, dass das funktioniert, aber ich muss jetzt kein Geld nicht auswerfen. Da haben wir noch gestungene Kerzen, da haben wir schöne Laternen. Ja, passt. Wunderschön, sehr einladend. Eine Frau sagt, da habe ich alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, meine Damen und Herren. Alles! So, was heißt denn der Dreier da unten, dass wir nur 3 so Banner auf Lager haben, oder was? Tatsächlich, du! Dann hängen wir mir die Banner natürlich auf. Jetzt haben wir noch einen, der nirgends hinpasst, gell? Ja, dann der wir raus. Aber wir müssen die Banner machen wir alle weiß. Banner machen wir alle weiß. Oh. Das passt gut. Gut. Wunderschön. Es ist so wunderschön, ich kann es kaum fassen. So, jetzt lassen wir das Spiel ein wenig laufen. Hey. Oh, damit mal ein wenig Meter gemacht werden, ist ja klar. So, wir haben jetzt eigentlich nur einen Schmied, gell, der da Sachen macht für die Gesteuer da herin. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Sollen wir für was ist denn unsere zweite Elitekraft? Gell? Das ist unsere erste Elitekraft, da ist unsere zweite Elitekraft. Ich soll fett eine skillen, das hilft eh nicht, der skillen wir dann einfach Schmiede und Holz gleichmäßig. Keine Präferenz, Holzgegenstände. Machen wir mal keine Präferenz, aber sie soll auf alle Fälle für Gestelle herwerken. Immer wichtig. Herr Gärtner, was ist da los? Wir schnorcheln nicht, wir haben den Schein 25 plus. Ja, der ist ja voll geil. Dann Alter, heilige Drecksau-Party, viel Spaß. Das haben wir mir damals übersehen. Wir sind mal überlegen, ob wir nochmal irgendwo hinfliegen und dann auch so
unter Guidance natürlich, ich hab keinen Tauchschein, da unten umeinander taucheln. Aber nicht in einem U-Boot. Hab ich gehört, das ist schlecht für die Gesundheit. Viel Spaß der Hund. So ein Hotel und alles, passt schon. Getränke waren für das nichts kosten. Was erwarten Sie? Ist aber zum Aushalten. Das Essen ist jetzt keine Brillanz, aber auch zum Aushalten und völlig in Ordnung gewesen. Uns ist es nur ums Schnarchen gegangen. Wir haben ja auch bloß 2 Tage Zeit gehabt. Merci dir übrigens. Schöne Grüße nach Ägypten. Nothing LP, die habe ich auch übersehen. Merci wenn es 50 gehen. 4 Bier am Vordertag. Das werde ich mir reinlegen, aber nur eins. Was ist denn jetzt wieder? Tageszusammenfassung. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben. Ich muss mir wieder ein wenig Geld reinholen. Das ist ein Wahnsinn. So, hier. Abgeschlossen. Nehmen wir gleich einen neuen. Neue Wandfarbe, die passt doch perfekt zu unserem Geschäft. Aber wir haben ja wieder keine Mistgabe nicht. Jetzt warte mal, können wir Mistgabe vielleicht freischalten. Neuer Entwurf, Mistgabe. Im Moment kannst du diesen Entwurf noch nicht freischalten. Ja, dann müssen wir kurz mal schauen. Da müssen die 2 Sachen da fertig werden, gell? Fokussieren wir mal das da. Das können wir nicht machen. Neuer Bodentyp. Neues Ding freischalten. Warum ist denn das? Also dieser Händler bietet zwar weniger Münzen, aber dafür etwas anderes als Entschädigung. Ah ja, gut. Und machen wir da einmal Tomahawks. Machen wir Tomahawks für 4700. Da brauchen wir mal ein wenig Monedos. Und irgendwas, was vielleicht schnell geht. Ja, da geht nichts schnell. Dann machen wir das da noch. So. Haben wir sonst noch was? Haben wir 6800 Gold? Wo die vor mir herkommen, weiß ich nicht. Nehmen wir einen Superarbeiter. Superarbeiter, freigeschaltet. Entschuldigung. Da werden wir ein paar Leute austauschen müssen, meine ich, wenn wir da gute finden. Und dann ist die Frage, Eichenwald oder Schmelzen. Ich bin für Schmelzen. Ich habe das Gefühl, das macht genau das gleiche wie der Ofen, aber dann müssen wir die Ofern austauschen, weil das dann da wahrscheinlich einfach schneller geht. Nehme ich mal an. Aber das werden wir einfach rausfinden. So sieht das aus, du. Schmelzofen freigeschaltet. Lesen wir doch einmal, was da auf uns zukommt. Um Barren zu schmelzen, benötigst du eine Barrenschmelzhütte. In der Barren aus Erzen hergestellt werden. Dies wird von Gehilfen erledigt, die produzierte Barren auch in einem Barrenlager deponieren. Das heißt sozusagen, brauchen wir die dann nicht mehr kaufen, sondern wir kaufen das billigere, hoffentlich billigere Erz und wir können ein paar Gehilfen einstellen, die einfach nur schmelzen. Da machen wir nochmal 2 Schmelzhütten. Was halten Sie davon? Schritt 1, kaufe eine Erzkiste. Schritt 2, fülle die Erzkiste mit Erz auf. Kaufe eine kleine Barrenschmelzhütte, weise einem Gehilfen die Aufgabe Barren herstellen zu. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir doch hin, da die sagen. Da die sagen, machen wir da unsere zweite Schmelzhütte auf. Du. Kohlen haben wir genug. Das machen wir, das ist aber eine große. Platzieren wir das einmal sicherheitshalber in der Mitte, umstellen können wir es alle noch. Und dann haben wir für 500 eine Schmelzhütte. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass die ein wenig größer ist, gell? Die zimmert man daher und daher. Das Ding zimmert man da so her. Also richtig gefallen tut mir das nicht, gell? Es geht ja irgendwie abtrennt. Ich weiß es nicht. Wir brauchen ein zweites Stockwerk. Ja, einen Platz mehr. Schauen wir da hin. Man, unser Geschäft ist ja brutal, aber die neue Wand hat was von Louis Vuitton. Das ist absolut richtig. Ich weiß genau, was du meinst. Herr von hinten, die glaube ich, habe ich auch übersehen. Kruzifix nochmal. Merci für den Euro. Aber dritt, jetzt bin ich aber so versammelt. Ich hoffe, du bist noch da. Timmy Boy, ja, Freitag. Freitag wird gut. So, das sieht gut aus. Und jetzt müssen wir irgendwie Entwurf. Wo sehen ich, was das für Typen sind? Also da kann ich unterteilen. Wir haben schon 3 Gehilfen, da darf ich sagen, stellen wir mal noch 2 neue ein. Jetzt pass auf, wo tut man das? Anstellen! Schmied, Gehilfe, Kassierer. Wir haben keinen Kassierer? Wir haben doch einen Kassierer. Steht sogar noch dort. Du Pfenninghans! Pfenninghans! Kannst du mir aufleveln langsam, ist ein Wahnsinn mit dir. Anstellen, Gehilfe. Was haben wir da? Zieht 1% mehr Kunden an. Das ist immer stark, das ist eigentlich schon stark und geht 20% langsamer. Das interessiert mich nicht, du stehst da hinter der Kasse, du voll. Halt, stopp, du bist eine Gehilfe. Erhält 20% mehr XP, die gingen alle so langsam. Verdient 10% weniger Gehalt, kann 2 zusätzliche Gegenstände in der Tasche tragen. Das ist der Drogo. Den haben wir neu würfeln. Kann ich da auch Superarbeiter haben oder geht das nur für Schmiede und so? Probieren wir es mal. 2 positive, ne? Was haben wir da? Ich hätte gerne ausgeglichene Geschwindigkeit. Der kann 2 Teile tragen. Zirkt 1% weniger Kunden an. Das ist natürlich Kackmist.
Aber das ergeht. Oh, das ist doch ein guter. Der Liam! Liam, du bist dabei! 3-3, kriegt ein bisschen weniger XP, aber das ist mir wurscht. Dann nehmen wir Liam. Und dann aktualisieren wir nochmal. Oh, jawohl, man kann die auch mehr Kunden schneller gehen. Bist du da? Der kostet aber heute auch das Doppelte. Ist mir wurscht, der Lucky. Der Lucky ist ein guter. Lucky ist ein guter. Barren herstellen, Barren tragen. Ein Barrenlager als Quelle wählen. Als Quelle wählen? Mir da keine Barren holen. Ich möchte Barren abliefern. Ja, aber dann. Ob jetzt. Hä? Nochmal von vorn. Trägt konstant Barren von der Quelle zum Ziel. Barren herstellen, Barren tragen. Das Ach, so ist es gedacht. Man baut sich seine eigene Barrenproduktion. Verstehe schon. Müssen wir dann umbauen, wenn die Mitarbeiter weg sind. Da produziert jemand Barren aus dem Erz. Habe ich übrigens eine gute Idee. Dabei einmal so. Und die werden dann da abgelegt. Und einer von denen liefert das dann da hin. Gefällt mir das so. Du hast noch falsch zugewiesen zum Barren tragen. Wieso? Ich kann ja nur diese 2 Barren da auswählen. Die Schmelztypen holen sich das Erz, machen Barren draus und legen das da ab. Ich hoffe, das kann ich auch zuweisen. Der Träger von den Barren tragt es da um. Wir brauchen eigentlich nur keinen Träger von den Barren. Die können ja einfach da Barren machen und das dann zu dem Zentrallager da hintragen. Beziehungsweise der eine zu dem, der andere zu dem. Das glaube ich macht der Hausig mehr Sinn. Das glaube ich, aber soll der nicht Barren herstellen? Eigentlich, ja, das sowieso. Ob wir ihm jetzt da zuweisen zum Drang oder zum, das ist einmal noch nicht wichtig. Ich überlege gerade, wie wir den Ablauf da am gesündesten gestalten. Ich darf jetzt einmal vorschlagen. Die Hälfte, da müssen wir umbauen, Kinder. Tag zu Ende, ja sicher. So, daher hinten machen wir mir unser Leseeck. Leseeck, das ist unser Forschungseck. Sieht gut aus. Das da bauen wir zu einer Schmiede um. Und zwar folgendermaßen. Ich hoffe, dass sich das ausgeht. Jetzt nehmen wir die da mal daher. Irgendwie da hinten zwickt, weil es wurscht ist. Ja. Now we are talking. So, gefällt mir schon besser. Das mit der Kisten. Dass die so asymmetrisch ist, das macht mich fertig. Mach mich fertig! So, brauchen wir mir so viel. Effiziente Hütten zusammenschustern. Brauchen wir mir die Ambusen, richtig, Bernie? Absolut richtig. Dann machen wir jetzt einmal Folgendes. Nein, dann können sie nicht vorbeigehen, das ist ja dumm. Das ist ja dumm. Ne, stopp. Die haben wir da Kisten hier. Das ist mein innerer Monk, ist so gezwungen, dass er das irgendwie symmetrisch hinkriegt, obwohl es scheißegal ist. Ich kann nicht aus. Ich kann nicht aus. Ich kann nicht aus! Was soll ich machen? Zwei Holztischklangen, verkauft worden, nicht der Fotzen! Ist das in der Mitte? Ist das in der Mitte? Ist das in der Mitte? Machen wir dabei so. Und da haben wir noch ein wenig am Platz, falls das da jetzt einen riesen Chaos ergibt. Oder der mal. Verdammt nochmal! Das muss da mal. Die scheiß Kisten. Kann man das. Nein, kann man nicht, gell? Sagt einmal da um, einmal da um. Wenn wir da her.
Das geschissene Erzlager. Leck mir am Arsch mit deinem Erzlager. Grüezi fix nochmal. So, mit Erzlager zentral. So. 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 Ja, ich verschenke da einen Platz. Ich weiß schon. Nerv mich nicht. Das erste Erz kannst du kaufen. Stimmt, geh mal mal. Oh, das kostet eh bloß 600. Das füllen wir gleich mal auf. Jawohl. Ja, das schaut ein wenig sehr gestrahlt aus, dieses Erz, du. So, aber jetzt brauchen wir unsere zwei Gehilfen. Einen Liam und einen Luke. Ein Barren als Lagerquelle wählen. Nein, du sollst ja nicht umeinander tragen, du Vollidiot, sondern Barren herstellen. Arbeitet ausschließlich am Schmelzen von Barren. Okay. Bearbeiten. Ach, da kann ich ja noch Eisenbahn, Stahlbahn, großer Stahlbahn, Kupferbahn, Bronzebahn. Ja, ich sehe schon. Das ist doch schon viel weiter das Spiel, als ich das dachte. Höchste Fähigkeit zuerst, alle Fähigkeiten gleich, kein Stufenaufstieg. Das ist auch was wir uns jetzt am besten noch schnell mal mit den Mitarbeitern durchgehen, dass sie die selber skillen, weil da kriegen wir einen Vogel. Erzlager, das schaut aus wie ein Laufstall. Bei uns heißt es übrigens Bettsteidl. Installiert, gesehen, dass es nicht symmetrisch ist und wieder deinstalliert. Ja, genau. Ich kriege einen Vogel mit den Kisten da. Ich muss die theoretisch so hinstellen, damit es passt. Oder so und so. Sehr gut. Jetzt kann man da überall durchgehen, das passt. Ich glaube, die gehen da auch durch. Die müssen wir jetzt einmal beobachten dann. Selbst wenn da was steht, den Holzbums, den wir dabei da hin. Und dann schaut das gut aus. Wie ich gesagt gehabt. Gegenstände für Händlerangebote, da haben wir 2 Kisten, das ist auch in Ordnung. Bloß die Zuweisung, da achso, die müssen wir da steht riesengroß Barren herstellen und Barren tragen, du Vollidiot. Unbearbeitete Ressourcen auffüllen, das ist noch wichtig dann. So, jetzt gehen wir erst einmal in den Luke, der Luke wird, sicherlich wird der zum Luke, Alter. Luke, Alter. Bestätigen, nö. Der soll sich skillen gleichmäßig einfach. Das ist so wurscht, alle Fähigkeiten gleich, das passt. Der Liam! So, wir brauchen irgendeinen. Wir nehmen Liam. Noel. Nur Pro-Gamer wissen, was ich meine. Gleichmäßig leveln. Alle Fähigkeiten gleich leveln. Jawohl. Das schaut gut aus. Das ist ein guter Arbeiter. So, unsere Premium-Arbeiter haben rote Haare. Unsere. Warum kann ich blaue Haare geben? Das ist schade. Ja, die werden alle blond. Gib ihm Frisur, mehr Haare, damit man es besser sieht. Und dunkelhäutig, damit man es besser erkennt. Jawohl, schaut gut. Der Lucky, Alter. Der Lucky, Alter. Liam Noel, nur Programmer. Ich finde immer noch lässig, dass du einfach die Brücke zubaut hast. Was für eine Brücke? Was so? Ja, da ist doch wohl genug Platz. Da ist doch wohl genug Platz an der Seite. Sag selber. 1 Millimeter nur nach links, bitte. Na, so nicht. Liam Noel wäre aber dann Ian. Machen wir es so. Zufrieden? Liam aber auch Noel. Irgendwo. So, was haben wir da? Eleonore, was machst du so in deiner Freizeit? Was tut die so? Die haben wir gleichmäßig skillen. Alle Fähigkeiten gleich. Food Lab bei Franz. Ja. Höchste Fähigkeit zuerst, alle Fähigkeiten gleich. Den müssen wir dann nur einstellen, weil der braucht noch mit 2 Skillpunkte in Gehen und dann gleichmäßig. Gleichmäßig. So, dann haben wir beim Schmieden. Da wird es ein bisschen Muskatfuß. Fußroh Muskat. Manuel, was kriegst du? Muskatfuß. Was tust du so in deiner Freizeit? Du tust forschen. Höchste Fähigkeit zuerst. Das passt richtig gut. Franziska, höchste Fähigkeit zuerst. Dann haben wir unsere 2. Bei denen ist es nicht so einfach, alle Fähigkeiten gleich. Die haben ja 3 Fähigkeiten. Das ist natürlich ein Bums. Das ist ein Bums, das ist nichts. Inkontinentia, höchste Fähigkeit zuerst. Und die anderen, da wird auf, das blinkt ja auf, wenn die skillen und ich muss drücken, der Rest wird selber gemacht. So, höchste Fähigkeit zuerst. Du bist alle Fähigkeiten gleich. Das gefällt mir auch nicht, weil ich mag dann. Ich hätte gerne höchste Fähigkeit, kein Stufenaufstieg. Ich möchte halt gerne genau sagen können, was er skillen soll. Das war ein cooles Menü. Da geht nicht gleich. Ich krieg mit jeder Skillstufe 2 Skillpunkte, er hat aber 3 Fähigkeiten. Was verteilt er denn jetzt da? Gibt er dann wahrscheinlich dem Glühbirndl 1 und dann dem ersten oben
wobei die gleich sind, gibt er da +1. Beim nächsten Mal füllt er dann das und das auf und er wächst einfach gleichmäßig. Das will ich nicht. Bei Erben will ich das auch nicht. Der macht nur Metallgegenstände, höchste Fähigkeit zuerst. Der Ponkel Werner, höchste Fähigkeit zuerst. Und der Everhard. Was machst du so? Holzgegenstände, da müssen wir noch einmal warten, bis er Holz das höchste hat und dann soll er da eine skillen. Das schaut doch mal richtig vernünftig aus. Die Frage ist nun, was die Gehilfen so treiben. Barren herstellen. Aber wir müssen vom Barren bearbeiten. Ah ja, wir haben ja bloß einen Barren, das passt schon. Alter, das wird ja völlig narrisch, wenn es später 28 verschiedene Barren gibt. Dann brauche ich ein ganz Stockwerk, das nur Barren produziert. Vergiss deinen einsamer Kassierer nicht. Stimmt, den kann man auch, stimmt. Pfennig Hans, das ist ein guter. Muss man da Effizienz, Kunden warten länger in der Schlange. Da können wir wirklich gleichmäßig einsteigen. Das, wenn sie schön einfach durchverteilt bis durch, das passt schon, da brauchen wir keinen Spezialisierten. So, sehr gut. So, jetzt machen wir einen neuen Tag, damit sich da was rührt. Ja, Wahnsinn, da passiert ja nichts. So, jetzt schauen wir uns mal den Bums so mit... Oh, erste Schritte. Achievement. Gieße deinen ersten Eisenbarren. Das ist aber schnell gegangen. Wo ist denn jetzt... Wo? Ach du Scheiße, wir haben einen totalen... Hab ich kurz gemeint, die Schmelzen sind nicht genau gegenüber, dabei sind sie da. Ich bin auch nur ein Kassierer. Also, schauen wir mal zu, was er treibt. Er wirft das Erz rein. Ist übrigens schön animiert, dass er sich da Ding rausholt, wirft das wirklich rein. Oh, jetzt haben wir nicht aufgepasst, ob da an der Seite ein Barren rausfällt. Da müssen wir jetzt noch mal schauen. Das war so. Oh, ist er hier, da fällt sogar ein Ding raus. Das wird diskutiert, er nimmt's, es ist heraus und er legt es dann auf das Ding drauf. Das ist cool. Das ist stark. Schön animiert. So was ist für so einen Wuselfaktor, ist das echt wichtig, wenn man die Möglichkeit hat dazu. Das ist echt wichtig. Und ich nehme dann mal an, der Eichenwald ist dann folgendes, dass wir mir irgendwie unser eigenes Holz produzieren. Dass wir das nicht mehr kaufen müssen. Ab wann kämen wir... Haben wir die Eisenmine? Ah ja. Günstige Erze, ja. Elitearbeiter-Boost, ja, 2. Etage. Da, oh, das ist heftig, wir müssen nur so lange spielen, bis wir da ankommen. Das wird nicht helfen. So, jetzt müssen wir aber erstmal eine skillen. Der haben wir mal die Grillgabel skillen, reingeskillt ins Viech, vielleicht holen wir uns auch noch einen dritten Skiller. Wolfric! What's up, bis du Wald und Mine frei hast. Um Gottes Willen, da bin ich gespannt, was da passiert. Sehen wir das heute noch? Weiß ich nicht. Die Zeit vergeht wahrscheinlich schon wieder so schnell. Ich muss nicht auf die Uhr schauen. Nervt's mir nicht mit der Uhrzeit. Geh mir nicht auf den Sack, ab. Wie läuft eigentlich das Geschäft? Ja, wir brauchen mal noch einen Mitarbeiter, der mehr für die Gestelle da produziert. Hä? Tust du mal einen her. Wie viel Geld haben wir? Wir haben nicht so viel Geld. Wir haben gar nicht mal so viel Geld. Da können wir uns keinen guten Arbeiter leisten für 1500. Na gut. Speed it up! Damit da wenigstens ein bisschen was vorwärts geht. Jeder wuselt's direkt. Kauft's mal Sachen jetzt da, ihr Huren! Jawohl! Du hast recht. Die Bumsbude voll ist. Ich weiß nicht, was mit euch zwei gewapperten Idioten. In dem Regal ist doch gar nichts drin gewesen. Hat jetzt... Hä? Stehen so wie da und stehen das leere Regal. Was ist er? Er kauft einen Kelch. Ist aber auch schön, dass er den in der Hand hat und dann in die Hosentasche. Ja, kaufst gleich noch einen. Was tatst mit einem Kelch? Das ist nix. Eine Missgabe noch dazu. Jawohl, immer schön brav alles einzeln kaufen, damit es ja lang dauert. Vollidiot, du Gewamperter. Ja, da geht ja richtig was. Schau hin, aber das müssen wir ständig auffüllen. Das ist ein bisschen bitter. Kriegen wir schon. Füllen wir mal das Holz auf. Weil warum nicht? Darf mich nur interessieren, wie die Schmelzer verfahren. Geht er automatisch da um, weil das das netteste Lager ist? Wahrscheinlich ja. Aber direkt zuweisen kann ich es nicht. Klonk, 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 klonk. Steht irgendwo eine längere Schlange als 2, 3 Leute? Nö, das passt auch ganz gut. Da herin geht es auch noch nicht so zu, damit du sagst, gibt's das? Oh, wir haben Aufträge. Alles aufwerten. Alles aufwerten, was da ist. Wir haben da was abgeschlossen. Zack, dann nehmen wir einen neuen Auftrag an. Wir haben ziemlich wenig Holzsachen. Oh, was ist denn das? Der Inhalt dieser Truhe ist unbekannt. Mit geringer Wahrscheinlichkeit befindet sich darin was Wertvolles. Ja, Flitzer-Go! Was ist
Da, warum kommen... Ich hab doch einen Bogen freigeschaltet, oder nicht? Freischalten. Werde diesen... Hä? Lager? Was hab ich denn jetzt gekriegt? Ein Bogengestell! Muss mir etwas sagen? Das musst du mir etwas sagen? Sicherlich verkaufen wir auch Bögen. Ja, die stellen wir da so an die Rückwand her, damit man es beim 1G gleich sieht. Das ist ja klar. Das ist ja sowieso klar. So, hier, Bogen. Renn damit. Können wir eigentlich auch da irgendwas ohne hängen? Noch nicht, geht. Da hängen wir Schädel ohne. Da kommen Schädel ohne und dann kommen da überall Waffen rein. Ja, das stört mich auch, dass man das nicht zuweisen kann. Ja, ich merke schon, der M-Proxy hat schon ein paar Stunden Playtime in dem ganzen Bums drin. Jetzt können wir mal noch einen Mitarbeiter schauen, anstellen. Warte, bis da, immer wenn wir was schauen, machen wir einen Speed wieder. Gehilfen haben wir 3, Schmiede haben wir 3. Na Schmarrn, das sind bloß die Arbeiter. Wir brauchen einen guten Arbeiter für Gestelle, am besten eigentlich sogar 2, damit da der Laden voll ist. Das ist wichtig. Kohlen. Was haben wir da? Da müssen wir ein paar Mal wirfen. Ich kaufe nur noch gute Mitarbeiter. Wenn nicht mindestens 2 gute Skills drin sind, schaue ich gar nicht. Schaue ich gar nicht. Halt, stopp. Erhitzt Barren im Schmelzofen schneller und benötigt 20% weniger Zeit im Holz. Ja, der ist aber halt... Oh, der kostet 3.300. Alter, der Maul! Dreck! Dame, Theodora! Ich brauch keinen, der schmelzen kann! Außerdem kann ich mir die Leute sowieso nicht leisten. Lassen wir das wieder. Ist die fix. Was haben wir da? Was zum Upgraden? Upgrade wir den Bogen ab. Upgrade the bow. Da kommt nochmal ein Batzen Geld rein. Jawohl. Da geht's zu. Was ist denn das? Schaltet Pflegeldekoration im Geschäft zum Kauf frei. Brauchen wir jetzt Kohlen. Ich brauche Mitarbeiter. Mitarbeiter. Dann nehmen wir doch einmal 69 Kelche. Nice. Tag schon wieder vorbei. Was haben wir da? Der Everhard! Was soll ich machen? Holzgegenstände. Wir skillen da in Holz rein, bestätigen und ab dann können wir ihm sagen, höchste Fähigkeit zuerst. Rein damit, passt. Weniger Arbeit für uns. Der Schispy Rob. Scheiß Schispy Rob. Der Eichenwald. Sollen wir uns anschauen? Wir wurden gewarnt. Das da schaut eigentlich alles ziemlich stabil aus. Ich glaube, dass das gut dahin läuft. Dann schauen wir uns doch einmal, wo wir Tag beenden. No, gleich weitergemacht. Hier Progress, Money in, Money out. Jetzt einmal schauen wir nur noch am Angestellten. Da haben wir einen Schmied, das ist ein guter. Die Theodora, die können wir nicht brauchen. Weg mit dir, weg mit dem Schund, solange da keiner blau ist. 400 gebe ich noch einmal aus. Ja, mehr Prozent, benötigt 20% weniger Zeit bauen, auf einem Amboss zu bearbeiten. Hort ja! Aber du bist jetzt Level 2 und kostet trotzdem 3.300. Das ist ein bisschen... Erst mit 1.000 Gold in Rerolls investiert. Ja, natürlich. Ich kaufe doch keinen Behindi-Mitarbeiter nicht, wenn ich gleich von Grund auf die guten kaufen kann. Hier, bist schon drin, ne? So, hier, Gestell rein. Du machst hauptsächlich Metallgegenstände, das sage ich dir gleich schon. So, hier, Stufenaufstieg. Ja, die Skills sind nicht scheiße, das ist noch leider Gottes scheiße, aber das wird dann schon. Wir skillen es manuell. Wie nennen wir es? Haben wir einen Namen oder was? Wer ist da? Lurken bloß wieder alle umeinander, was ist da los? Eine Mine. Hermine. Entschuldigung, riesig Mike, ich war schnell. So. Ist schon drin. Dann würde ich sagen, schauen wir unseren Eichenwald an. Schauen wir, was das kann. Freischalten! Du hast 15 Eisen, benötigst aber 175. Möchtest du das Freischalten 1560 einsetzen? Ja, werde ich müssen, weil wir eigentlich keine Gegenstände mehr haben, die diese grauen Dinger da produzieren. Ja, ist ein bisschen teuer, aber hilft nicht. Rein damit. Das werden wir noch ein paar Mal machen müssen, wahrscheinlich, bis wir da 4 kommen. Hilft nicht. Auf in den Wald! Schalte den Eichenwald frei. Hab ich. Und jetzt? Du hast keine Holzfäller angestellt. Eichenwald, was? Wie Holzfäller? Wo? Was soll ich jetzt mal da? Okay, leg was? Benötigt 2 Treffer weniger, um einen Baum zu fällen. Das ist ja 10 mehr Ausdauer. Jetzt Moment einmal, wo hatten die Leute überhaupt? Wo ist Eichenwald? So. Gehilfe. Oh, Skillen. Wen haben wir da? Jawohl. 2 mit da rein und dann kann der Foodlab bei Franz. Alle Fähigkeiten gleich, dann geht das gleichmäßig in T. Tipptopp. So.
Ach du Scheiße. Da ist ein Icon, bloß damit ihr so einmal gesehen habt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist, was ich von einem Nachfolger erwarte, dass wir nicht nur in unserem Gebäude da drin festsitzen, so wie es bei Tavern Master ist, sondern dass es andere Möglichkeiten gibt, andere Orte gibt, wo man hin und her schalten kann und da weiterbauen. Das ist genau der richtige Schritt. Ich hoffe, das spielt sich genauso cool wie der Rest. Ach du Scheiße, das müssen wir alles selber machen. Okay, das lassen wir jetzt da einmal so liegen. Was haben wir da? Eine Fackel, nur Dekoration. Eine Ruhezone wird von Holzfällern benutzt. Was haben wir da? Sägebock wird zum Schneiden von Stämmen verwendet. Hackblock wird zum Holzhacken verwendet. Ja gut, der haben wir doch das einmal ein bisschen weiter zusammen da so. Da ist ein wenig kompakter zusammengeschissen. Jetzt wenn du mir verzeihst, ich kann das Lager da auch wieder so auseinanderbauen wie im Geschäft und so. Dann krieg ich einen Vogel. Anstellen! Holzfäller! Ich hab kein Geld mehr zum Rerollen. Einmal reroll ich noch. Einmal noch. Damn it. Müssen wir auf den nächsten Tag warten. Ich hab kein Geld mehr. Oh, Eisenerz ist leer. Hauen Sie rein. So, Full Speed. Klonk, 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 Motherfucker. Was ist denn da eigentlich? Ist jetzt da eine Kundschaft in unsere Schmiede eingegangen, oder was? Das war doch jetzt eine Kundschaft, die von da gekommen ist. Wieso kommt denn die von da? Wieso rennt denn dort Kundschaft durch unser... Verstehe ich nicht. Holzstapellager ist leer. Müssen wir noch was nachkaufen, das hilft nicht. Neu kaufen. Oh mein Gott. Das ist aber... Oh, da haben wir ein Lagerhaus. Ah. Kommen wir da auch noch dann? Ja. Aus der Erz... Oder kommt dann das aus dem Holzlager, kommt das da müssen wir nämlich da hinten nur eine Tür einbauen. Oder eigentlich müssen wir da eine Tür einbauen und das Geschäft zweistöckig machen, um Gottes Willen. Musst du Schild verschieben. Was für Schild muss ich verschieben? Warte mal, kann da noch irgendwas tun? Was kann ich da tun? Wir haben keine... Warte mal. Es passiert so viel! Fleischermesser, eingeklebelt, easy, neuer Entwurf, Holzmistgabe, können wir nicht freischalten. Da haben wir einen Auftrag abgeschlossen, die Bögen für Monedos, passt. Was haben wir? Ja, mal wieder was Holziges herstellen vielleicht, dann wuselt es nicht ganz so krass. Haben wir sonst irgendwas Wichtiges? Nö. Dann können wir nämlich einen neuen Gegenstand freischalten, easy going. Okay, das klicken wir jetzt einmal ab, das passt. Jetzt warten wir, bis der Tag vorbei ist und dann rerollen wir morgen einmal für Holzfäller und dann schauen wir uns das einmal, wie das funktioniert. Das ist ja eine coole Mechanik. Dass man sich die Sachen da, das ist schöne Mechanik. Dass man am Anfang muss man sich den Schrott da kaufen und am Schluss hast du deine eigene Produktion. Coole Geschichte, sehr schön. Wie viele Stöcke kann man bauen? Gestelle 3, schaltet die besten Gestelle für das Geschäft frei. Kessel, Schmelzen 2, Schmelzen 3. Dritte Etage, vierte Etage, fünf Etagen. Oh mein Gott, kann man da viel Zeit verbringen in dem Spiel. Ich riech's bis daher. Unendlich. Es geht natürlich um einiges zügiger, wenn ich nicht den ganzen Tag Fotzen auf hätte. Und wenn wir nicht streamen dann das die ganze Zeit so dahin laufen und dann darf es vielleicht nicht so schön ausschauen, aber weißt du eh, was es ist. So, Tag beendet. Einen Keller gibt's auch. Ein Stock plus Keller. Wo ist das gestanden? Hab ich überlesen. Warte mal. Kupfermine, Getränke. Ich mag eigentlich gar nicht so weit vorausschauen. Ich mag gar nicht wissen, was Neues kommt. Im Keller habt's mir jetzt verraten. Das passt schon. So, nächsten Tag beginnen. Gar nicht lange umeinander pimmeln. Sofort rannen. Rangeklotzt an die Arbeit. Dinge herstellen. Wie schaut's denn eigentlich im Geschäft aus? Ist da alles gut bestückt? Wieder Inventur machen. Waffen haben wir zuerst gehabt. Die das mehr Geld bringen dann wahrscheinlich. Wieso? So, was haben wir da? Dann können wir schon wieder irgendwas freischalten. Eisenmine, wenn die genauso funktioniert wie der Void, dann warten wir da dann damit. Günstige Erze, reduziert den Preis von Erz beim Auffüllen um 20%. Können wir auch nicht brauchen. Das da brauchen wir. Anstellen 2, ermöglicht die Einstellung von mehr qualifizierten Arbeitskräften. Ich weiß nicht, was das ist, aber das schalten wir jetzt einmal frei, weil ich mag dann da Anstellungsrabatt bis zu 500 Münzen Rabatt beim Anstellen neuer Mitarbeiter.
Freischaltung ist aktuell nicht möglich, da du nicht genügend hast. Diese hältst du mit einer Schmiede. Was ist denn das für Käse? Mach doch die hernehmen dann. Ja, wo sollten die jetzt noch Gegenstände herkriegen? Wo sollten die jetzt noch Gegenstände herkriegen, die mir die grauen Punkte geben? Ja, 230 weniger als 250, was? Hoppala. Irgendwann haben wir 250. Ja, Mathe ist nicht so meins. Nicht in jeder Truhe befinden sich großartige Dinge. Diese Sammlung an simplen, nicht nennenswerten Gegenständen ist gerade mal 2600 Gold wert. Ja, du Arschloch. Ah, bitte mal Arschloch! Oh! Schaltet Bücherregal im Geschäft zum Kauf frei. Was bringt mir ein Bücherregal? Da kann ich nichts verkaufen damit. Da haben wir auch was Gutes. Können wir noch nicht freischalten, hilft nicht. Dann werden wir Bögen herstellen. Bögen herstellen. Und was wir mit denen einen Bögen auf die nächste, am Bogen auf die nächste Stufen aufheben. Schon Eichenholz auf Lager 0. Scheiße, müssen wir die Holzproduktion anfangen. Holzproduktion! Jetzt wir wieder Angebote annehmen. Da hat ein neuer Bodentyp, das ist ein guter. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Rein damit. Jetzt können wir was skillen. Anstellen 2. Ja, rein ins Viech. Was haben wir da? Ein neuer Entwurf. Da haben wir Holz mit. Warte mal schnell. Nicht verfügbar. Um Gottes Willen, Alter. Um Gottes Willen. Okay. Okay, es eskaliert schon wieder. Holzmissgabe, rein damit und gleich eingeskillt, passt schon. Kriegen wir schon. So, jetzt machen wir langsam da, Erz nachkaufen. Angestellte, wir brauchen Holzfäller, das wird nicht helfen, dann müssen wir welche kaufen, die vielleicht nicht so gut sind. So, da haben wir Steven! Ah! Ha! Da schau ich gar nicht lang nach, der Humphrey und der Gerald, die regeln das. Die regeln das. Es gibt nur einen zweiten Wald. Was mich noch viel mehr beunruhigt ist, da gibt es einen zweiten Waldtyp und da ist nochmal Platz für 2. Verdammt nochmal! So, jetzt brauchen wir erstmal einen Namen für unsere Leute. Humphrey hört sich ein bisschen kacke an. Außerdem braucht er erstmal blonde Haare. Das ist das Allerwichtigste. So, Humphrey Bogenhardt. So, das ist ein guter. Gerald. Der Huskwerner. Der Huskwerner, Bob der Meister, der Hackelschorsch, der der Hundsfott haben wir schon lange mal gehabt. Hundsfott, der Reckerde. So, bestätigen. Der kriegt auch noch gelbe Haare, das ist nämlich auch ein guter. Das ist ein guter. So, jetzt gehen wir mal da um und schauen wir, was die treiben oder was. Okay. Ah, das ist Ausdauer. Ja, ich verstehe schon, die müssen sich dann da hinsitzen. Machen wir ein bisschen schneller da. Dann holt er sich das Ding, hackelt's. Also ich sage jetzt erst auseinander. Wachsen die Bäume wieder nach oder ist das alles, was wir an Wald haben und die müssen immer weitergehen und immer weitergehen und immer weitergehen? Werden wir rausfinden. Und wer fährt die dann? Muss ich jetzt sehen. Wann werden die einer gefahren? Wie werden die einer gefahren? Wo werden die gelagert? Wer tragt's wohin? Brauche ich wieder einen Gehilfen, der das regelt? Ich will eigentlich einmal schauen, was die Gehilfen so kennen. Unbearbeitete Ressourcen auffüllen. Will man noch einen anstellen, oder was? Da haben wir einen Gehilfen her. Ah, nicht für 400, da warten wir, bis der Tag vorbei ist. Der Tag ist vorbei. Ja, da haben wir wenigstens mal wieder ein Plus gemacht. Wenn man so viel Geld ausgepfeffert, dass es nicht mehr feierlich ist. Neuen Tag beginnen, da haben wir gar nicht lange umeinander. Her mit dem Schund. Her mit dem Schund. Mitarbeiter anstellen, Gehilfen kann man sowieso halbe brauchen. Dreck, der Joan! Geht schneller, kostet weniger. Ja, Joan, du bist der Gute, den nehme ich. Den nehme ich Gehilfe. So, und jetzt nehmen wir den da einer und dann unbearbeitete Ressourcen zum Auffüllen wählen. Nehmen wir jetzt einmal Holz, weil ich eine Vermutung habe, das Eisenerz können wir noch nicht auffüllen. Weil der geht ja nicht und kauft das, sondern ich glaube, der geht ins Lagerhaus und holt das. Hoppala. Ja, aber die Frage ist, wann fährt denn das jemand? Fährt das jemand? Fahr mich halt. Oh, Erz ist Schwillerle. Darf man doch die Erzmine auch ausbauen, damit sie das selber regelt. Ah, jetzt warte mal, da haben sie. Gut, das dann als... Jetzt bleibe ich so lange da, bis das Ding etwa wegfährt. 20, wie viel gingen da rein? 40. Schnellfriede. Nein, nicht dein Wunsch sei mir
Befehl. Schnellfriede! Ausrufezeichen, das ist immer wichtig. Und blond muss sein. Auch wichtig. Und dunkelhäutig muss sein. So, man sauber sagt. Da wer fährt denn jetzt den Kahn da weg? Der Bad Robert schreibt bei mir, Schild über Werkstatt, Kunde in Werkstatt. Schild über Geschäft, Kunde in Geschäft. Was ist das? Schild über Werkstatt? Kunde in Werkstatt. Schild über Geschäft. Kunde in Geschäft. Was für Schilder? Ach, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das da. Warte mal. Schmied, Bauer und Großeltern, in Klammern die Guten. Da hat sich eine Info, warte mal, da hat sich ein Anführungszeichen eingeschlichen und keiner hat was gesagt. Und vielleicht machen wir es auch mal in einem schönen, knalligen Orange so ein bisschen, damit das passt so. Schriftart war noch cool. Aber gut, so, jetzt spielen wir auf Schönheit. Aus dem Baumodus rein. Oh, da haben wir was abgeschlossen, glaube ich. Nein, wir haben nichts abgeschlossen, wir können aber was skillen. Was skillen wir? Skillen wir mal den scheiß Bogen. Epische Qualität. Epische Qualität, wir haben epische Bögen. Was haben wir? Oh ja, abschließen. Easy. Da haben wir einen neuen Bodentyp, holen wir uns da. Und vielleicht noch irgendwas aus Holz, einen Haufen Kohlen, 83 Mistgabeln, rein damit. Easy, haben wir was zum Freischalten. Eisenmine, günstige Erze. Ich glaube, ich bin für die Eisenmine. Bauen wir die auch gleich auf. Nichtsdestotrotz mag ich erst sehen, wer zur Hölle den Korn wegfährt. Da hat jetzt 48 Holzstickel drin. Mr. Port Robot übrigens, guter Tipp gewesen. Sehr schön. I like. Wann fährt der Korn? Ich gehe hier so lange nicht weg, bis der Korn gefahren ist. Achtung, Mitarbeiter-Skill. Wen haben wir da? Was machst du? Am wenigsten hergestellt. Was macht denn die? Die Stelle herstellen. Alles ist so ein Wengel, gell? Dann machen wir da mal so. Und so, das hilft ja eh nicht. Bestätigen. Bestätigen! Die müssen wir manuell skillen, das können wir auch noch schnell machen. Hermine macht Metall. Inkontinentia macht auch Metall, weißt du was? Fuck, jetzt haben wir einen Scheiß gemacht. Eigentlich hätte man sie ausnahmsweise aus Holz machen sollen lassen. Kacke. Heute haben wir Fett plus gemacht. Also 13.000 Gold, da kriegst du einen Vogel. Da kriegst du ein Vögelchen. Wann fährt der Wagen? Nächsten Tag beginnen. Ich gehe hier so lange. Ach so. Daher, jetzt können wir weggehen. Wenn der Tag beendet ist, wandert das wahrscheinlich da ins Lagerhaus hinein. Wir brauchen hinter dir, die Mutter du sagen. Wir brauchen eine Tür, meine Damen und Herren, und zwar hier. Kann man da einer gehen? Nein, kann man nicht einer gehen. Scheiße. Kann man da durch? Kann man das irgendwie, warte mal. Machen wir so. Wieso geht das nicht? Die zimmert. Damit die da nicht so weit gehen müssen, weißt du das eh. Am Ende des Tages liest die Kommentare zu fix. Nein! Ich will selber rausfinden, leck mir am Arsch! Das war die einzige wahre Antwort. Ruhe jetzt. Machen wir mal Tomahawks, oder was weiß ich. Oder der wir die billigsten Gegenstände aufwerten oder die teuersten. Nehmen wir mal einen Eisenkelch, der glaube ich geht immer gut. Wieso können wir den nicht skillen? Nehmen bloß den und nehmen einen Krug. Easy. So. Dann kriegen wir ja auch schon die ersten blauen und pinken Skillpunkte, meine Damen und Herren. Aha! Anstellungsrabatt bis zu 500 Münzen, das ist immer das erste, was wir freischalten. Das ist, kostet das Klump weniger. Jetzt warten wir, bis wir die Eisenmine kriegen und dann hauen wir da eine. R2! Ah! Jetzt da, ja, richtig. Das Holz füllen wir auch gleich wieder auf, weil das ist auch nicht das schneller. Und dann kann man eigentlich einmal schauen, wie viel Gehilfen haben wir. Unbearbeitete Ressourcen auffüllen, da brauchen wir noch einen. Wir brauchen noch einen Gehilfen. Das wird nicht helfen, wir brauchen nur einen Gehilfen, der zwischen Lager und Ding herrennt. Es hilft nicht. Jemand hat geskillt. Hermine macht Metallgegenstände. Also kriegst du auch da nur hier zweimal Metall und dann skillst du selbstständig. Jawohl. Wunderschön. Was haben wir da? Da ist was fertig, abgeschlossen, neuer Boden, wunderbar. Dann machen wir mal nochmal einen neuen Bodentyp, einfach weil wir es kennen. Oh, 256 XP ist natürlich auch stark. Aber du einen Boden her.
Hermenbohn, was soll das? Lord Lawrence! Mir ist wieder ein Sechser. Sorry, ich bin nicht später dran. Habe die Ehre zurück. Nichts passiert. Aber wegen was hast du versandt? Tun Sie dich nicht hinunter. Jetzt brauchen wir einen Gehilfe. Und da rollen wir jetzt wieder so lange, bis einer blau wird. Nö. Ja, Brandon! Verdient weniger Gehalt und ist einfach, oh, schnell ist gut. Geht 20% schneller, ist richtig stark. Brandon, wo ist denn der Brandon? Da ist der Brandon, das machen wir so. Was füllst denn du auf? Die eine macht Holz, die andere macht Erz. Dann macht er Erz. Erz haben wir noch nicht, haben wir aber gleich. Wir arbeiten dran. So, und wir nennen ihn Brandon Boyd. Gelbes Haar. Nur Pro-Gamer wissen, wer der Brandon Boyd ist. Holzmistgabe, Holzkeule. Schnutschi! Mir ist wieder ein Resub. Kuss auf die Nuss, schöne Grüße in die Schweiz. Falls mir ein Name innerhalb von einer Sekunde einfällt, hau ihn einfach auf. Ich weiß nicht, was es ist. Eisenerz ist überall. Wie schnell ist das Eisenerz eigentlich den ganzen Tag gleich? Da können wir wieder was skillen. Da skillt jemand. Hätte es so ein rückwärts. Machen wir, rein damit. Der Gara ist auch gleich fertig. Sieht gut aus. So, läuft. Eisenmine reingebaut. Ja. Easy going, Kraft der Tiefe. Schalte die Eisenmine frei. Neuerdings. So, und genau das habe ich mir gedacht. Ackeleck. Schluss. Okay, aber das ist voll cool. Das ist super. Jetzt brauchen wir halt wieder Anstellungen. Anstellen, Minenarbeiter. Da haben wir nicht viel, 100 kostet. Wir haben 16.000 Geld. Schauen wir, ob wir mit 3-4 Rolls blaue kriegen. Nein. Ja, Naomi. Ist die gute. Mehr Ausdauer, mehr XP und 150 bloß. Perfekt. Bist dabei. Um 400er gehen wir noch aus. Ah, nix. Hat nicht funktioniert. Schade. Ja, natürlich gibt es eine Eisenmine, eine Kupfermine und eine Silbermine. Und 100, da ist noch ein Platz. 100% gibt es ja irgendwann eine Goldmine. Damit du 4... Ja, Alter. Okay, also es ist saustark. Da kannst du eskalieren bis zur Unendlichkeit. Gara, einiges gilt ins Viech. Das ist schon witzig. Da kannst du sagen, was du willst. Eine coole Mechanik. So, aber skillen wir auf, ey. Eisenkelch geht immer gut. Rein damit. So, da haben wir was zum Bauen. Das sind diese Baugegenden. Was haben wir da noch? Kistenaufzug, den haben wir. Haben wir alles da. Da haben wir da Getränkekiste für 1000. Erhöht die maximale Ausdauer. Ist gesperrt. Kessel erhöht die maximale Ausdauer. Die wird man freispulen müssen, nehme ich an. Dann gehen wir da in den Wald hinein. Einige Arbeiter sind noch beschäftigt. Ja, lassen wir laufen. Ja, das passt schon. Am Ende vom Tag. Hauptsache der Korn ist voll. Die Frau... Oh, das staut sich da. Das heißt, wir brauchen einen zweiten See an Korn. Verstehe ich das richtig? Warte mal. Kann man da mehrere Seen in die Karren bauen oder was? Na. Anscheinend nicht. Ruhezone, Sägebock, Getränkekiste und so weiter. Wird wahrscheinlich noch kommen. Naja, gut. Neuer Tag, neues Glück. Rein ins Viech. Ressourcen wurden ins Lager ausgebracht. Das steht dann alles da links oben. Eines deiner Gestelle hängt keine Gegenstände zur Ausgabe. Ja, wir brauchen noch Schilde. Schauen wir mal, muss man die skillen oder was? Zweite Etage. So, jetzt mache ich einmal. Ich mag es eigentlich überhaupt nicht wissen. Ich meine, es ist schon spät. Haben wir schon noch Zeit. Günstige Erze. Die Frage ist, brauchen wir jetzt muss man erst mal einmal einen Tag abschließen, dass da Erze drin sind. Dann gehen wir jetzt passen wir auf, Minenarbeiter stellen wir noch einen zweiten ein. Roll. Gib mir einen blauen. Da ist er. Roger. Was haben wir da? Ruht sich 30% schneller aus und geht 20% schneller. Rein mit dem Roger. Da habe ich vorher von Bernie einen guten gelesen. Erzinant. Der zweite. Warum der zweite? Weiß ich nicht. Nein, nicht kündigen, was bin ich für Depp? Da ja. Gebe ich her, wichtig. Für Sie übrigens auch. Haben wir ihr einen Board geben? Nö. Schade, bei den Damen sieht man leider keine Haare nicht unterm Helm. Aber passt schon. Es gibt sogar Weder. Das hat zwar wahrscheinlich keine Auswirkungen, aber ist ja wurscht. Steven! Steffi, dein Wunsch sei mir Befehl. Die Naomi
Passenderweise nennen wir Steven. Hoppala. Steven. Bei Regenwetter verkaufen sich Regenschirme besser. Spreng, ich hau ihn ab endlich! Abgeschlossen, rein mit den Kohlen, neuer Bodentyp, nimm ihn mit, blind. Neuer Pflanzentyp, neuer Bodentyp, der Mann ist ein Bodentyp. So, was haben wir da? Neuer Entwurf, wir haben immer noch keinen neuen Entwurf, gell? Wie schaltet man das dann frei? Weiß ich nicht. Aber wurscht. Wird's da mal als Tomahawk auf, was weiß ich nie. Einfach alles einmal auf blau bringen. Schäderei noch. Wie schaut's da aus? Unser Geschäft ist auch schön gefüllt, das läuft auch gut. Schauen wir mal daher, ob sie da irgendwo ewig lange Schlangen bilden. Erz auffüllen. Abgeschlossen. Jetzt wird's eine wilde Klickerei. Wilde Klickerei. Was haben wir da sonst noch? Ja, tust du da mal, weiß ich nicht, Kohlen her. Und wir ein bisschen ein Holzzeug bauen. Da ein wenig ein Holzzeug bauen, damit da irgendwas los ist, was ich sehe. Ja, wuselt schon. Geht schon zu beim Affenstall, du. Bögen? Haben wir Bögen? Ja, wir haben Bögen, schau her. Es ist so schön, es ist so wunderschön. Vielleicht sollten wir mal wieder ein bisschen was für die Genugtuung tun. Wie schaut denn der Teppich aus? Schaut der einladend aus? Ich weiß nicht. Ich hätte jetzt einmal da einen herzimmert und da einen herzimmert. Was wir dann aber da müssen ist... Kann man den... Nein, man kann ihn nicht nahtlos dran. Schade. Naja, aber gut. So, dann nehmen wir den Kerzenleuchter, der haben wir einen da her. Und einen, der haben wir da her. Ja, schaut auch scheiße aus. Stellen wir mitten da einer. Den stellen wir da einer. Ja, jetzt in der Mine fehlt das Hackengestell. Was? Herr Wolf, da werden wir direkt einmal schauen. Hackengestell? Die Frage, das werden Sie ja nicht brauchen, die müssen ja als Erz nicht hacken. Nehme ich mal an. Schauen wir mal. Spitzhakengestell. Ach, du meinst das? Du meinst das Spitzhakengestell. Ist absolut richtig, dass das feit, ja. Das stellen wir jetzt einmal mitten daher. Kostet auch bloß 5000. Was tut das? Reduziert Lebenspunkte jedes Steins. Was denn die jetzt? Die reißen die jetzt mit dahinter aus, oder was? Was passiert denn eigentlich, wenn die lasern? Wie schaut's denn im Wald aus? Muss ich dann welche nachpflanzen? Hoppala, falscher Knopf. Rein in den Wald. Man kann übrigens nicht direkt von Mine zu Wald schalten, falls sich jemand wundert. Das funktioniert leider nicht, aber tatsächlich, die Bäume werden abgeholzt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie wir das letzte Mal draufgeschaut haben. Ich glaube, aus der Perspektive, und da waren die Bäume auch schon weg. In Geschäften wird auf Teppich verlegt, damit Kunden langsamer gehen und somit mehr Zeit im Geschäft verbringen. Ist das wirklich wahr? Soll ich irgendwie wissen, der mal 10 Jahre lang im Einzelhandel tatsächlich im Geschäft gestanden ist. In seinem eigenen. Was haben wir da? Gestelle 2. Schaltet bessere Gestelle für das Dingsbums frei. Günstigere Erze braucht man nicht mehr. Da sparen wir. Also kann ich die, brauchen wir schon, weil man da die Elite-Arbeiter boost. Es müssen weniger Händlerangebote abgeschlossen werden, um einen Elite-Arbeiter zu erhalten. Ja, dann rein damit, dann müssen wir es doch. 166 benötigt. Ja, nimm's. Scheißegal, rein damit. Rein damit, da dürfen wir nicht lange umeinander tanteln. Was haben wir da? Können wir wieder was skillen? Was skillen wir? Weißt du, Holzmist, glaube ich. Ich glaube, bauen wir nämlich gerade. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wie schaut's da aus? In unserer Schmiede ist alles recht eng platziert. Aber ich sehe hier keine großen Schlangen. Holz und Erz ist da hinten. Das ist auch cool, dass sie die Lageranzeige, wie viel Rohstoffe das man hat, dass die am Gebäude dort steht und nicht irgendwo behindert in einem Menü. Das finde ich, also du siehst das natürlich schon irgendwo wieder in irgendeinem Menü, aber dass man es da auch anschauen kann, so per Kameraperspektive, das finde ich eigentlich cool gemacht. Mehr Erz! Mehr Erz müssen wir noch ein wenig was bauen, ja. Vielleicht müssen wir einfach auch 2 Gehilfen noch anstellen, damit 2 als Holz holen, oder zumindest einen zweiten fürs Erz. Den haben wir noch einen zweiten gesehen fürs Minenarbeiter-Gehilfe. Da müssen wir wieder reinrollen. Gib mal einen blauer. Blau! Alice! Da brauchen wir wieder Bänke. Bänke. Mitarbeiterbank. Machst du mal eine Bank? Also man darf man dann nochmal langsam in den zweiten Stock aufgehen, damit wir da irgendwo einen kleinen Mitarbeiterraum machen, wo wir die so eng zusammenpferchen,
dass sie sonst keinen Platz nicht haben. So, anstellen, nicht der Minenarbeiter. Da nehmen wir einen Gehilfen, da nehmen wir die Alice. Alice! Gehilfe, wo ist der Alice? Barren herstellen, unbearbeitete Ressourcen auffüllen, du tragst Erz. Und nehmen wir da Treibsand, bindet Kunden langfristig. Ja, fliegst absolut richtig. Claire schreibt, der Leute bin einem Nachschaus geworden, hab heute eine Grabung angeschaut. Indiana Jones kann mich mal. Geile Nummer. Mach Fotos, bring's ins Discord, ich mag sowas mal sehen. Das meine ich wirklich ernst übrigens. Falls du nicht im Discord bist, der Link in der Beschreibung. Falls irgendjemand da ist, der noch nicht im Discord ist, Link ist in der Beschreibung. Den ganzen Tag ist los. Wir haben so viele Sachen. Wir haben einen Buberts-Schmerz, wir haben einen Hobby-Schmerz, wir haben einen Gaming-Schmerz, wir haben einen Blade-Schmerz, wir haben einen Channel für mein Browser-Game. Wir haben so viel Zeug. So viel Zeug haben wir nicht. Plot Twist, Lea ist Totengräberin. Und necrophilic as fuck. Lea, tu das, das war sau nice. Das hat mich wirklich interessieren, was du da treibst. Angestellte nicht in den Keller, Surprise. Was? Eisenerz, Lagerhaus, wir haben alles eingestellt. Wir brauchen immer noch einen Namen für Dallas! Komm mal! The fuck is... Du weißt schon, was ich meine. Ich hab selber einen Namen gefunden. Tun Sie sich nicht hinunter. So, wir haben da was! Skillen! Was skillen wir? Skillen wir von links nach rechts, weil es mir wurscht ist. Rein ins Viech. Nicht da, halt, stopp. Abgeschlossen. Neuer Boden. Ich hätte mir einen neuen Boden von was ist das für Wandfarbe, Alter? Das schaut aus wie das Flanellhemd vom... Nochmal ein neuer Bogentyp. Oh, epische Bögen aus Holz. Ja, mehr Holzsachen brauchen wir. Mehr Holzsachen, mehr gut. Oh, Erz leer. Erz ist so leer. Brauchen wir mehr Minenarbeiter. Mehr Minenarbeiter. Das sind wir Minenarbeiter. Ja, oh Gott, das ist ein einziges... Das ist ein einziges, was wir haben. Minenarbeiter. Da können wir noch einmal rollen. Ah! Yvette! Nimm mich! Her mit der Yvette! Rein mit dir! Geht es einfach so, dass man da mehrere Leute zuweist. Ohne, dass man recht viel tut. Okay, da haben wir anscheinend 3 Leute Platz. Kann nur ein 4. Nein, ich glaube, es ist nur ein 3. Herr Darksky. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Was haben wir da? Freischalten! 2. Etage! Nein, erst einmal einen Elite-Arbeiter-Boost. Erst nehmen wir den. Gestelle 2 schaltet bessere Gestelle für das Geschäft frei. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns die Gestelle nicht aufheben für, was das schon. Der Holzhackerbau hat gelevelt. Was wir da machen bei denen? Höchste für alle Fähigkeiten gleich. Die profitieren ja, jeder Holzarbeiter profitiert von allem. Du musst alle verfügbaren Fähigkeitspunkte investieren, ehe du diese Einstellung ändern kannst. Ja gut. Dann machen wir so und so bestätigen und dann alle Fähigkeiten gleich. Und ich hoffe, dass sie das dann selbstständig auffüllt, danach, der Reihe nach. Dann passt das. So, Hundsfahrt, Trickete. Bei ihm machen wir das genauso, alle Fähigkeiten gleich. Was dann priorisiert wird als erstes, weiß ich jetzt auch nicht. Ach so, du hast ihr den Namen gegeben. Ich hab von mir geredet. Der Darksky, ja. Oder wieder was zum Skillen, Fleischermesser, einig skillt. Nein, können wir nicht. Was können wir denn skillen? Die Holzscheiße, die skill ich nicht. Was ist das? Schaltet Gemälde! Ein Gemälde mag ich schon. Ein Gemälde mag ich schon, weil Geld haben wir genug. Jetzt mal, müssen wir da mal wieder ein bisschen rein dekorieren. Der Teppich ist ein wenig trist, hä? Ja, mit Treppen. Treppen brauchen wir nicht. Treppen bauen wir dann da hinten her und da hinten her. Mitarbeiter, Lichter. Lichter haben wir im Geschäft. Beim Morgen braucht man kein Licht, hab ich gehört. Was ist denn das eigentlich? Ein Kartoffelsack? Nein, Tonlager. Was Ton? Was machen wir aus Ton? Und Edelstein? Leck mir mal, das geht ja noch ewig dahin. Passt eh? Was wollt ihr jetzt? Teppiche wollt ihr. Teppiche. Rot. Nein, eigentlich eher blau. Das ist doch nicht blau! Was haben wir da? Einen Fußabstreifer oder was? Dann machen wir wieder vor Healing. Und einen größeren Fußabstreifer? Ne. Einen runden Fußabstreifer? Der gehört eigentlich da hin, gell? Ne. Verkaufen. Gehen wir mit den runden Teufel. Oh. Besser. Ticken.
Tacken. Vielleicht brauchen wir einfach nur mehrere. Müssen wir mit Teppiche freischalten. Na, das heißt, den stellen wir da mitten drauf. Jawohl. Easy cheesy. Kriegen wir schon. Der Ständer steht falsch jetzt. Hast du absolut recht, frei. Hab schon gesehen. Kleiner Profit noch geschissen. Ja? So ist recht. So, schaut eigentlich gut aus. Was haben wir? Müssen wir eigentlich Sachen produzieren. Sachen produzieren. Wir brauchen Skillpunkte. En masse. Zusätzlich, du erhältst einen weiteren Slot für ein Händlerangebot. Ja, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wir können eh nicht neu. Was haben wir da? Ja, Fleischermesser aufgelevelt. Vielleicht können wir da mal noch eine dritte einstellen. Ne? Was wir jetzt denn? Oh, da ist ein Skill. Irgendwer hat geskillt. Schnellfriede! Gleichmäßig. Mach zweimal da Speed rein und dann alle Fähigkeiten gleich skillen. Schnellfriede! Und wir brauchen immer noch jemanden im Erz. Das Erz ist so schnell weg. Was bringt er? Er bringt Holz. Ja, mir verkauft man auch so viel Metallgegenstände, deswegen ist das Erz so schnell weg. Haben wir auch wieder nur 3 Erzsachen. Was haben wir da? Jawohl, neuer Boden, den schauen wir uns gleich mal im Geschäft an. Machen wir mal wieder irgendwas mit Holz. Wir haben bloß das da mit Holz. Dann machen wir das da mit Holz, das hilft ja eh nicht. So, können wir jetzt da schon mit der zweiten Etage kann man freischalten, hä? Sollen wir noch eine zweite Etage aufbauen? Ich bin dafür. Treppen! Wendeltreppe, die braucht wahrscheinlich weniger Platz. Dann nehmen wir da mal so. Die da in sich keiner geschissen. Wie schaut die aus? Machen wir sie so. So. Wo in sich keiner, hä? Und dann kommt man ja nicht wie soll man da Treppen aufgeben? Was ist denn das für ein Blödsinn? Was ist denn das wieder für ein Blödsinn? Wie stellen wir das jetzt so? Und da oben bauen wir nur einen Mitarbeiterraum. Erst einmal ein kleiner Mitarbeiterraum, wo die Bänge reinkommen und unten können wir dann die Schmiede ausbauen. Die Idee. Aber wo platzieren wir die Treppen? Wo der wir die Treppen hin? Das Geschäft können wir ja eigentlich einmal so lassen. Jetzt der wir die Treppen. Warte mal. Hab da eine Idee. Warte mal. Und vielleicht doch keine Idee. Müssen wir jetzt die Mitarbeiter... Warum sitzen da eigentlich Mitarbeiter umeinander? Was soll in der Raum? Was sind denn die? Brandon Boyd, was tut der? Der tragt Eisenerz. Wenn es kein Eisenerz gibt, dann kann man auch keins tragen. Ich verstehe es schon. Jetzt bei so, warte, jetzt der mal... Ne? Hopp. Ne? So hier. Und ziehen wir da ein Wind ein, ne? Das nicht so komisch ausschaut, ne? Ja. Dann nehmen wir das Ding und stellen wir es da direkt ohne. Dann schaut das gut aus. Dann hat das ein Hint und einen Fuß. So, wir kommen jetzt in den zweiten Stock auf. Boden! Machst du mal einen Steinboden? Das ist Baracken. Jetzt gehen wir mal da raus, wie das ausschaut. Oh, schau hier. Dann Shortcut dafür. Bild auf, Bild ab. Die haben sich was denkt dabei. Bild auf, Bild ab. Kommt man per Tastendruck auf und runter. Ja. Shortcut R und F geht auch, oder? Ah, der von hinten wieder. Schau da noch. Hau da wieder die Pro-Gamer-Moves raus. Nice! Da ist einfach mitdenkt worden. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn mitdenkt wird. So, bauen. Mauer. Ziehen wir da gleich mal Außenmauer rundum. Komplett. Tut da komplett da. Da. Ja, geh, lassen wir an. Geh, lassen wir an geschissen. Und die haben auch mehr Trennwände dazwischen. Die bauen wir genauso auf wie unten. 3-3. Machen wir sie so. Dann können wir eigentlich auch gleich wieder, warte mal, hier, Treppen. Da nicht zimmern. Da können wir zwar noch nicht aufhören, aber das ist mir jetzt wurscht, aber das ist schon mal für die Zukunft geplant. Haben wir wieder genau in der Mitte. 3 Elemente, ja, haben wir schon, das passt schon. Gut, lass laufen. Jawohl,
Gleich weitergemacht. Jetzt schwappt einige Arbeiter sind noch beschäftigt. Möchte ich sofort fahren? Nein, dann lassen wir es noch werkeln. Wir brauchen auf alle Fälle noch einen Erzarbeiter. Das ist sauber zwingend Klump da. Minenarbeiter. Gib mir einen blauen! Der Elliot! Elliot, bist schon dabei? Kim, du hast nicht genug Platz für einen Minen. Du hast nicht genug Platz in deinen Minen, um neue Minenarbeiter anzustellen. Ach so. Dann werden wir da jetzt so einen Ausruhplatz hinzimmern müssen, nehme ich an, oder? Nee, wieso kann ich jetzt nicht mehr ins Baumenü? Achso, da komme ich nicht mit B ins Baumenü. Na gut, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Aber scheißegal. Da zimmert man jetzt einfach nur, wo das genau steht, ist mir in die Minen jetzt einmal wurscht. Das ist mir jetzt einmal nur wurscht. Was kriegt es ein wenig Licht da hinten? Mir nichts passiert. Lass es sein. Und da, hoppla. Dann stellen wir noch einen Minenarbeiter ein. Elliot! Den nehmen wir an IT sei brennt. Bestätigen. Weißt du, was tue ich noch dazu? Wenn wir noch einen blauen kriegen, billig gerollt. Ja, Lucia! Oh, die kosten Tausende, die Höhe. Oh, die ist aber auch Level 4 und gleichmäßig drin. Ja, da warten wir, bis die geskillt haben. Geben Sie mir einen Namen! Der Glühfinger will nach Hause telefonieren. Der LJ? Was ist der LJ? Lucia. Der Mohidras Litsuja. John. Lucia schon. Leck mir am Arsch. Also die Leute da drin heißen alle wie geistig Behinderte. Ich darf keinen Handstrich arbeiten. Ich sag das, was ist. Wenn mich mein Chef so nennt, ich darf keinen Handstrich arbeiten. So, neuen Tag, rein damit! Wir haben 22.000 Gold. Ich weiß nicht, wohin damit! Werkeln soll Zeps! 67 Erz, tragen sie nicht von der Leute ein! Nochmal, Fenster. Wo? Stimmt eigentlich, Fenster haben wir nicht recht viel, gell? Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, jetzt pass auf, jetzt werden wir die einmal verstauen. Wenn du diese Mitarbeiterbank verkaufst, haben die Arbeiter keinen Sitzplatz mehr. Du kannst das also jetzt nicht tun. Kann ich die nehmen und nach oben? Ständer in der Höhe. Ich sage jetzt mal, so ein Ding gelangt. Es gelangt ja nicht zum Sitzen. Platzieren wir direkt vor der Treppe, damit es noch nicht so weit zum Gehen haben, aber irgendwann werden wir das wahrscheinlich ganz oben platzieren müssen. Habe ich das Gefühl. Ja, wunderschön, Shahi. Shahi, wie schön! Sag's ihm, wie schön! Ja, das wird gerade benutzt, okay. Ich Treppen kann nicht funzen. Wieso nicht? Oh. Hoppala. Upsi, pupsi. Dann machen wir das so. Und. Oh, scheiße. Hoppala. Da ist mir wohl ein Fehler unterlaufen. Weißt du, was du ein Fenster hinkriegst, du Zigeuner? Da kannst du ein Fenster haben. Da kannst du Treppen von unten schauen, du Vollidiot. Damit habe ich jetzt nicht Dingmann, sondern niemanden im Spiel. Fenster, zweiter Stock, brauchen wir keine Fenster. Einer bloß Mitarbeiter. Da schau ich hoch, dass der Raum ist. Ja? Oder kann Boden spendieren kriegen, ein hoher Raum. Na gut, was passiert denn eigentlich, wenn wir die Dinger da oben aufhängen? Warte mal. Haben wir da was zum Abschließen? Und dann haben wir was zum Skillen, Holzkeulen. Das ist mal Holzkeule skillen, weil es eh wurscht ist. Da haben wir was zum Abschließen, neuer Bodentyp, sehr gut. Oh, da, ja, schöner Boden. Aber haben wir zweimal brauchen wir Holz. Brauchen wir ein Holzgeschäft für einen neuen Boden. Und dann machen wir die Kisten, wenn das auch noch nicht zeigfertig wird. Und was arbeiten sie gerade? An dem Ding da. Kriegen wir schon. So, dann haben wir da noch was. Oh, neuer Elite-Mann. Geben Sie mir den Elite-Mann. Oh, das Gehalt ist sehr gering. Alle Gehilfen gehen beim Tragen mit derselben Geschwindigkeit wie mit Lernhelden. Das glaube ich haben wir schon. Das Aktualisieren potenzieller Arbeiter beim Anstellen ist auf 300 Gold begrenzt. Oh! Ziehe jeden Tag 10% mehr Kunden an. Oh! Nimm einen Herbert oder die Letizia? Was ist mit ihrer? Weil der Olivia also alle Fähigkeiten haben die Max-Stufe. Ja, das ist ein Kack. Weil das werden sie mit der Zeit von selber.
Fenster im Kundenbereich und jedes Mal, wenn einer einen Premiumbogen kauft, muss er mit dem bettelnden Gesicht hinter der Scheibe ohne Tageslicht klarkommen. Und dann stellst du eine Wand vor das Fenster. Ne? Nimm mal einen Herbert. Soll ich nehmen? Ja, mehr Kunden bringt auf die Schnelle bringt mehr. Das ist der Herbert. Ah, das ist ein guter. Der Herbert ist ein guter. So, was nehmen wir mit dem Herbert? Was war denn der Herbert? Herbert macht auch wieder Gestelle. Na, brauchen wir eigentlich nicht so ganz, gell? Was machst denn du so in deiner Freizeit? Was machst du so in deiner Freizeit? Du kannst der Allrounder werden. Das sage ich dir jetzt auch, wie es ist. Bei dir machen wir alle Fähigkeiten gleich nachziehen. Du hast keine Präferenz. Die kann man forschen lassen. Entwurf. Easy going. Und höchste Fähigkeit zuerst und dann bauen wir noch einen Forschertisch. Dann bauen wir mir nur einen Forschertisch her und dann haben wir da nämlich auch gleich aufgefüllt. Das ist richtig gut. Richtig gutes Zeug, du. Hoppla. Oh ja. Richtig gutes Zeug. Da haben wir was zum Skillen, jemand Metallschaufel, weil es total wurscht ist. Da haben wir was zum Freischalten. Gestelle 2! Nehmen mit! Alle nehmen wir die mit! Ja, nimm, verbrauch alles raus, scheiß alles voll! Scheiß alles randvoll, du! Der Königsbert, oh, warte mal, wir haben einen Herbert, haben wir schon gehabt. Muss ich leider, Bönni, da war ja anders schnell. Herbert. So, bestätigen. Hermine, Herbert. Oh, das ist der Elite-Sepp, der braucht auf alle Fälle noch rote Haare. Das ist wichtig. Kleidung ist eigentlich wurscht, aber hier, Friese tipptopp. Friese tipptopp, Elite-Bert. Was haben wir da noch? Lager haben wir was freigeschaltet. Ah, Regale, stellt Utensilien und Töpfereiwaren aus, die deine Kunden kaufen können und das aber auch. Was ist da der Unterschied? +1, +2 steht da dort. Können da 2 Kunden gleichzeitig sich bedienen oder was ist da die Idee dahinter? Also ich kaufe jetzt mal und stelle es einmal daher und schaue, was man damit anstellen kann. Schauen wir mal. Haben wir mir noch irgendwas nicht ausgestellt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. F12. Ja. Alle und 10, 11, 13. Was ist denn der Knüppel und das Tomahawk eigentlich noch grau? Habe ich das nicht schon blau gemacht? Oder kann man die mit... Ach, weil es einfach nicht, weil es in das Regal nicht reinpassen. Nee, egal. 1, 2, 3, 4, 8. Haben wir mir irgendwas noch nicht... Hast du einen Langbogen nicht gezählt im Raum? Das ist absolut richtig. Haben wir mir... Lass mich da mal kurz so drüber schauen. Haben wir. Die Messer haben wir... Da haben wir 2 mehr Fleischermesser. Wieso haben wir da 2 mehr Fleischermesser? Haben wir überhaupt ein Küchenmesser irgendwo? Ah, da Küchenmesser. Fleischermesser. Aber eigentlich haben wir alles. Fleischermesser haben wir doppelt. Das ist dabei immer nur wurscht. Das ersetzt man dann, wenn eine neue Küchenutensilie dazukommt. Was haben wir noch gekriegt? Lager, wir haben noch was gekriegt. Waffengestell. Was ist denn da besser? Da steht +2 dort. Und da ist ein Hammer dort. Das verstehe ich nicht ganz, was das zum Sagen hat. Das ist halt einfach ein dickes Waffengestell. Ist das auch wirklich besser oder schaut das bloß anders aus? Dann stellen wir das jetzt einfach mal. Wurscht, wenn wir es hinstellen, aber wir stellen es einfach mal da davor so hin. Und Kohlen haben wir genug. Dann schauen wir mal, was man da rein da kann. Kann man eigentlich irgendwie gezielt graue oder da haben wir Knüppel, Hacken und links haben wir vielleicht noch nicht alle die Holzmistgabel verkaufen wir noch nicht, gell? Wenn wir dort Holzmistgabel, nein, das ist... Indem wir dort Holzmistgabel rein, was darf man sonst? Bei +2 kriegst du doppelt so viele Kunden für das Regal. Ach so, jetzt Regal zirkt Kunden gleichzeitig. Ja, ich verstehe die Mechanik. Die haben wir mal einen neuen Tag gefangen. Okay, man soll ja runtergewuselt, schon hin. Ich kann es nicht oft genug sagen, das ist ein richtig gutes Spiel. Das ist ein richtig gutes Spiel. Das ist so schön, dass Indie-Entwickler, ich weiß jetzt nicht, wie groß das die sind,
dass sich da jemand hersitzt und sich eine Art von Spiel macht, das ist durchdacht, das macht Spaß, das funktioniert. Ja, ich habe noch nicht einen einzigen Bugfehler oder irgendwas Komisches gesehen. Es ist mit Liebe zum Detail gemacht. Es hat einen einfachen Grafikstil, das ermöglicht die Entwickler da einfach schnell auf Rot zu kommen. Das braucht auch gar keinen besseren Grafikstil. Das ist einfach nur gut. Das ist so krass, wie ein Indie-Team so ein Aufbauspiel und Wirtschaftssimulation so ein bisschen und Management-Spiel aufziehen kann, das mit Leichtigkeit von den Spielmechaniken mit einem Triple- oder Doppel-A-Game mithalten kann. Richtig nice. Harry! Habt ihr schon gesehen im Augenblick, glaube ich, war gerade unterm... aber für dein Profilbeitel kriegst du Folgendes. Hey, was? Slayer! Passt. Harry! Welcome to the Squad. Kuss auf die Nuss, merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, habe ich dir Harry, aber ihr habt es eh schon geschrieben. Ja, ihr werdet schon noch was. Harry, merci dir. Kuss auf die Nuss. Aber jetzt zwackt das Holz wird weniger. Wieso wird das Holz weniger? Was haben wir da? Abgeschlossen. Können wir Battle aufhängen. Das nehmen wir gleich einmal. Was haben wir da? Da kriegen wir einen Haufen XP. Das ist gut. Neue Wandfarbe. Da kriegen wir 8000 Gold, aber am Gold scheitert es momentan nicht. Da schalte ich lieber Sachen frei. Du hast einmal XP her. Wir haben wir schon. Verzeihung, wir haben schon 2 Holzslots. Nehmen wir einen Metallslot. Du hast eine neue Wandfarbe her. Entschuldigung, Kruzifix. Dekoration. Jetzt habe ich Schnackel. Und nichts zum Trinken. Was ist denn das überhaupt? Granatapfel. Gegenstand gesperrt. Machen wir da hinten eine Bildergalerie. Mit nichts passiert. Oh, das ist ja voll riesig. Ja, das Bell ist voll riesig. Das mag doch kein Mensch, hängt sich das ins Zimmer, ey. Das ist voll winzig. Ja, passt schon. Hauptsache mir alleine. Ist das der Gauze? Wer ist denn der Gauze? Hilft nichts, um 10 Uhr Pause und was zum Trinken holen und weiterspielen. Herr Werner, so nicht. Klingenkettendekoration schmückt den Raum und wertet das Erscheinungsbild des Geschäfts auf. Was ist denn das? Was soll denn das? Warum hängt das da? Weiß ich nicht, aber mir kann man es natürlich auch da dekorativ dazwischen reinhängen. Irgendwo, da an Zeit noch nicht, damit man weiß, da geht es in die Waffenabteilung. Hier geht es definitiv zu... Ich kann eine Ritterrüstung aufstellen und keiner sagt mir was! Jetzt haben wir eine Ritterrüstung mit einem Morgenstern am Kopf. Und da auch. Das ist die gute. Beliebt! Locke pro Tag mindestens 100 Kunden in dein Geschäft. Ja, easy going. Da gibt's sogar. Wieso sagen wir das? Keiner schmückt den Raum. Schwarzes Brett kann benutzerdefinierten Text anzeigen. Wieso sagt denn mir das? Der Gegenstand überschneidet sich mit einem existierenden Objekt, zum Beispiel mit einer Wand oder einem anderen großen Objekt. Oh nein, Morgen. Anders, gell? Was haben wir denn da? Schimpfliffen! Die Guten! Text auf der Rückseite anzeigen. Oh, das ist wurscht. Im Angebot! Im Angebot! So, was haben wir da? Gut, machen wir so. Oi, Glasel! Lass meinen Text weiß, passt besser zum Rest. Muss ja noch was ausschauen, es muss ja noch was ausschauen. Na! Scheiße. So, was haben wir da gleich wieder gehabt? Gorben halt! Gorben halt! So! Was haben wir da gehabt? Haben wir eigentlich Schäpfläffig oder nicht? Ja! Dann halt Schaufeln und Schäpfläffen! Anwenden! Text!
Was haben wir da gehabt? Messer. Messer und Zeig zum Zeigabstehen. Also, stimmt, bei den Schaufeln haben wir aber die guten. Was? Aber die guten. In Klammern dazu. So, machen wir eckige Klammern. Wo ist eine eckige Klammer? Da ist eine eckige Klammer. Fügt sie besser ein. Ah. Ich finde es halt so geil, dass dann auch wirklich da dort steht. Oi Glasler! Messer und. Lass uns, da müssen die Leute selber draufgehen. Pass auf. Zeig zum Zeigabstehen. Anwenden. Da müssen die Leute selber draufgehen, was das ist. Was ist das? Cheflevel. Die Guten. Grüße aus Solingen. Da habe ich jetzt leider Gottes so spontan und herzhaft drüber gelacht, dass ich eigentlich hätte es nicht da sollen, aber was soll ich machen? Herr Dags, geil Schnauze. Was soll ich machen? So, wie schaut es jetzt da aus? Brauchen wir was? Haben wir da was zum Skillen? Jawohl, alles blau machen, Grillgabe, Kelle haben wir blau gemacht, Messer haben wir blau gemacht, die Kelle können wir noch nicht blau machen. Ich würde gerne blau machen am Freitag. So, was haben wir da? XP, haben wir eine Holzproduktion, eine zweite? Nein, haben wir nicht. Rein mit dem Bögen. Machst du mal den Bögen. Im Proxy, der kam wirklich unerwartet. Ich hab's ihn laut vorgelesen, bevor mir überhaupt ausgefallen ist, was es überhaupt geht. Deswegen tut es mir also ein bisschen leid. Das ist wieder eine schöne Stelle, die man aus dem Kontext reißen kann und mir vorwerfen kann, ich bin ein Nazi-Wichser. Da, wie viele Nachrichten kann man eigentlich haben? Eines deiner Gestelle hält keinen Gegenstand zur Auslage. Okay, Fett Plus gemacht, jawohl. Nächsten Tag beginnen wir gar nicht lang miteinander. Hoppala, da haben wir beim Skillen. Was machst du so am wenigsten Herstellungspräferenz? Am wenigsten hergestellt. Wer bist denn du überhaupt? Was machst du? Für Gestelle herstellen. Machen das alle? Metallgegenstände. Und sie macht einfach das, was am wenigsten hergestellt ist. Ja, gut. Soll mir recht sein. Da können wir noch was skillen. Was können wir skillen? Ein Holzleffe skillen wir auch noch gleich noch. Jetzt ist dann fast alles blau. Wie viele Skillpunkte haben wir? Ja, recht durchwachsen. Was brauchen wir? Zusätzliche Karren. Langt das schon? Nein, langt nicht. Anstellen 3 ermöglicht die Einstellung von mehr qualifizierten Arbeitskräften. Ich weiß nicht so genau, was das bringt. Kriege ich dann beim Anstellen... Warte mal. So, hier beim Anstellen einen zusätzlichen Slot zum Vorschlag, oder was ist denn da gemeint damit? Weil die maximale Kapazität von Mitarbeitern, die steuert ja über diese Bänke. Was übrigens, finde ich noch, die schwächste Mechanik im Spiel ist. Dass ich einfach eine behinderte Bank irgendwo hinstelle, dass ich meine Arbeit da unterbringe. Was ich da richtig hart feiern darf, ist, wenn man, was weiß ich, da daneben noch ein Stück kaufen kann und dann musst du Mitarbeiterbaracken machen. Da musst du dich darum kümmern, dass die was zum Essen haben in der Nacht. Also vorm Arbeiten, nach dem Arbeiten und so. Das da die nur. Aber gut, das eskaliert völlig. Aber das ist so ist ja. Wo sind eigentlich die Likes? Fragt der Cyberfox, weiß ich nicht. Habt ihr jetzt auf den Like-Button drauf gesmasht? Hä? Sag's ihm! Falls nicht, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dazu. Smash den Like-Button. Und jetzt smash den Like-Button. Dankeschön. Likes sind noch genauso viel wie um 8 Uhr. Ja, blanker 10er, das liegt daran, dass sie die Like-Anzahl nicht dynamisch aktualisiert. Außer sie springen um 1000. Und das deren sind die Streams nie. Ganz selten haben wir 4-stellige Like-Anzahlen auf die Streams drauf. Ja, Freunde! Schreibt Leute. Nein, smash mir heute. Das ist Klonsimulator, das wissen wir beide, wenn wir da sind. Außer es kauft 100.000 Likes. Ja, das ist, ja, nein, nicht erwähnen, springen. Just don't. So, Tag zu Ende, nächster Tag, beginnen. B, brauchen wir einen Boden. B wie Boden, Bumsboden. Was haben wir da? Blau. Blauer Boden, probieren wir mal aus. Ja, und jetzt eher sowas von einem Stoppplatz, gell? Probieren wir mal so einen schönen roten. Dann passt das wieder nicht mit dem Holzboden. Aber der Holzboden ist so ein bisschen abgefuckt, probieren wir mal den anderen. Ja, der ist schon ein wenig seibriger. Schauen wir noch mal an. Ja, aber da ist einfach der Farbkontrast ist zu gering, meine Damen und Herren. Der ist zu gering. Wir brauchen einen Boden. Schauen wir mal den noch.
Ja, das mit den größeren Dingen gefällt mir besser. Schauen wir mal den Holzboden an. Oh, jetzt hat es aber, du. Also den Holzboden, in dem wir gleich mal rein, da kannst du mal Gift drauf nehmen. Dann nehmen wir den Boden. Boden. Rein mit dem Boden. Und dann, das ist ein wenig komisch. Das kann dann noch ganz cool ausschauen, da. Das Karierte, vielleicht ein bisschen mehr rot. Ich bin auch irgendwie, weiß ich nicht, was sind die, die Bilder hinten, die schauen voll beschissen aus. Ist aber vollkommen wurscht. Wir haben einfach noch keine schönen Böden nicht. Bier schreibt, ich habe zwei Kinder und sie rennen knocken im Wohnzimmer umeinander, also bis in 16 Sekunden. Ich gebe da 8. So. Wie schauen wir aus? Eigentlich schauen wir doch ganz gut aus. Wie ist denn jetzt das da mit diesem Ständer da eigentlich? Kennen die das von beiden Seiten hin da, oder muss ich das so, das ist ja ein Krampfer so. Warte mal, sieht man da, wo die drauf gelernt werden? Nicht, gell? Sieht man nicht. Das kann man so nicht sehen. Sehe ich nicht. Bin schon wieder da. Naja, wenn du 2 Kinder hast, dann habt ihr ja auch schon mindestens 2 Mal. Am Geburtstag noch einmal. Angeblich kannst du die Level 1 Gestelle upgraden. Was? Wie? How? Let me have a look. How can I upgrade this shit? Stopp, erster Auftrag. Oh, jetzt können wir ein neues Ding freischalten. Ah! Wandfarbe in Rot. Dann nehmen wir knallig Rot. Hau rein. Haben wir 2 Holzaufträge? Jawohl. Dann nehmen wir den da. Das passt. Freischalten noch schnell was. Zusätzlicher Karren. Nimm den Karren. Wie viele Epic-Teile brauchen wir noch eine Zeitl? Ja, weiter. Dann müssen wir erst alles upgraden. Dann haben wir da wieder was. Kelle upgraden zu blau. Jawohl, das schaut gut aus. Jetzt können wir in Epic. In den Epic rein. Wie können wir die Gestelle upgraden? How can we do this? Let me try something like this. Nö. Let me... Warum ist denn die eigentlich rot? Wenn man blau machen, wenn man schon blau machen kann. Upgrade. Kostet Quante 200. Ist mir scheißegal. How about diese? Dann müssen wir im Baumodus machen. Einmal draufklicken. Ja, 5000 Mal bestätigen. Wenn ich schon draufklicke, dann... Aber sicher ist sicher. Upgraded. Haben wir schon alles upgegradet? Haben wir auch alles upgegradet? Was ist noch upgradable? Upgradable. Ist das upgradable? Nein. Haben wir alles. Geh mir doch aus, zumindest zum Teil. Ja, du hast da glaube ich schon 5 Stockwerke und hast es ein bisschen öfter gespielt wie ich. Also müssen wir mal noch, ich glaube, das Holz macht mir wegen Sorge. Brauchen wir noch einen Holzhackler. Holzhackler, Sepp! Holzhackler, Sepp! Gib's mir zu jetzt da! Gib blau! Gib blau! Gib blau! Gib blau! Gib mir jetzt blau! Dominik, das ist ein guter. Stell mir ein. Holzhackler, Sepp! Dominik, den nennen wir. Gibt's mal einen Namen? Her mit dem Namen. Das ist auf alle Fälle der mit Gelb und Finster. Ich brauche einen Namen. Und, ja, er levelt genauso, alle Fähigkeiten gleich. Das kann man in die Minenarbeiter schon machen. Der Waldemar, ja, das ist ja klar. Ja, hier, Wald Elmar nennt man. Wald Elmar. Ja. Johann Samenstreu. Warum denn Samenstreu? Ist die Gaudi besser wie Taiwan Schuster? Es sind schon 2 verschiedene Spiele. Sie sind sich schon recht ähnlich. Aber ich finde, der Playstyle da herin, dass alles so vollautomatisch funktioniert, ist irgendwie... Ich glaube, es ist komplexer. Wir haben Tavern Master ja dann nicht mehr weitergespielt. Wir haben ja dann alles gesehen irgendwann und alle Mechaniken gesehen und so. Dann hören wir mit denen Spielen meistens auf. Sekunde, ich rede gleich weiter. Jetzt müssen wir erstmal Sachen upgraden. Die Holzsachen mal nicht upgraden. Da haben wir was abgeschlossen. Dann haben wir einen zusätzlichen Slot. Dann nehmen wir gleich noch den mit dazu. Jetzt haben wir zweimal das. Einmal. Und wir nehmen einen Haufen Monedos 114. Dann nehmen wir das Dekorationsding dazu. Passt. Es ist komplexer, glaube ich. Also du merkst auf alle Fälle, habe ich das Gefühl, ich kann mich jetzt auch täuschen. Ich habe einfach Tavern Master seitdem auch nicht mehr gespielt. Ich habe selber noch ein bisschen weiter gespielt damals, aber nicht mehr viel dann, weil wir halt einfach durch waren so gut wie. Ich weiß nicht, ob Tavern Master noch mehr Updates und Patches gekriegt hat, wo es noch komplexer und noch mehr Mechaniken gekommen sind. Wahrscheinlich aber schon.
Aber da jetzt die an dem werkeln, kann ich mir vorstellen, ist Tavern Master fertig. Ich glaube, dass das hier komplexer ist. In Tavern Master gibt es zum Beispiel das nicht, dass du da verschiedene Minen hast, um das du nochmal einzeln kümmern musst, wenn ich mich richtig erinnere. Und so weiter und so fort. Und mir scheint das da auch ziemlich komplex zu werden noch. Wir können noch Schmuckstücke machen. Wir können noch irgendwelche Töpfersachen machen. Wir können, was weiß ich, was man noch alles freischalten kann. Da gibt es einen Haufen Zeug. Und besser ist keins. Die sind beide super. Das ist, glaube ich, ein wenig komplexer und umfangreicher. So da das sagen. Zweiter Hackstock im Wald, dann staut sich das gesagelte Holz weniger. Humpterte. Jetzt skillen wir erstmal da das Kriegel. Dann gehen wir da mehr. Zweiter Hagelstock. Ja, das macht Sinn. Ja, das macht Sinn. Hoppla. Falscher Butne. Butne! Hagebutne! Der kostet etwas 150. Und mal so. Und der wir ja gleich auch noch zweite Ruhestätte hin. Zweite Sägematte. Und das andere nicht zeigt, das boostet dann nochmal, das werden wir freischalten müssen. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. So, nächsten Tag beginnen. Rein ins Viech, du! Rein in das Getier! Das schaut richtig gut aus. Ich finde das einfach auch cool, du kannst da selber fast komplett frei die Gebäude da zusammenbauen, Wände ziehen. Das ist nicht ganz frei platzierbar, das hat aber natürlich spielmechanische Gründe, dass du nicht alles ineinander bauen kannst und so einen Scheiß. Und das ist einfach schöner so zum Machen, dann hat das auch ein bisschen Struktur. Nee, es ist einfach ein gutes Spiel. Da kannst du sagen, was du willst. Für ein Indie-Game ist das fucking sane. So, machen wir jetzt so, du kannst auch alle Fähigkeiten gleich. Steven! Das Holz im Lager ist leer. Nö. Immer so, wie die Hackeln, ich weiß nicht, ob der Metzger das vorher mitgekriegt hat, ich erkläre es euch ja nochmal, das ist ja wurscht, wir schalten ja vielleicht auch mal Leute dazu und wieder weg. Also wir haben da ein Waldstück und eine Mine und über den Tag hackeln die da umeinander, machen den Kanister voll und wenn der Tag beendet wird, dann landen die da im Lagerhaus. Und dann haben wir Gehilfen, die holen das Holz und füllen da die Stände auf. Also wir brauchen nichts mehr kaufen. Wir brauchen quasi da nicht mehr die Sachen noch kaufen, also es pressiert einmal ganz narrisch. Aber ich versuche das so im Gleichgewicht zu halten, dass sie das immer selbst befüllt, weil dann sparen wir uns einen Haufen Geld. Und seitdem wir nämlich das eingeführt haben, haben wir von 8.000 Gold auf 40.000 Gold. Wahrscheinlich rennt ihr, wenn ihr da, was weiß ich, so 10 Stunden Playtime habt, rennt ihr mit 250.000 Gold umeinander. Also brauchen wir quasi nicht mehr Motor. Da rennt, ja, müssen wir schauen, wer da vom Lager kommt. Da kommt er aus dem Lager raus, zack, und füllt da das Holz auf. Was ich ziemlich cool finde, ist, dass man jetzt einzelne Holzscheitel sägt. Es ist einfach, bei so Wuselspielen ist das einfach wichtig. Es ist einfach wichtig. So, was wollten wir jetzt tun? Irgendwas wollten wir tun. Das Einzige, was mir noch abgeht, ist so, wie schalten wir, jetzt passen wir auf, gehen wir mal auf Waffen. Oder gehen wir mal auf keine Details, Ressourcen, Aufwertungskosten. Das interessiert mich alles eigentlich nicht, aber man kann noch mal die Ressourcen anzeigen. Man könnte das Säge am Beutel. Töpferei. Wir können neuer Entwurf nicht verfügbar. Genau. Um diesen Entwurf freizuschalten, muss Schmelzen Stufe 3 freigeschaltet sein. Und dann kriegen wir nämlich wahrscheinlich Diamanthalsband. Schmelzen 3, Silbermine, ein Piratenschild, ein Silberschild. Dann kommen wir zu den Schmuckstückeln. Meine Damen und Herren, wie schaut's denn aus? Ich weiß sowieso nicht, was wir nächsten Mittwoch tun sollen. Sollen wir das nächste Woche nochmal spielen oder nicht? Jetzt allerliebst ein Nachschau-Squad. Bitte smashen Sie ein Like auf dieses Video. Das Spiel ist grandios. Wenn Sie nicht verdient haben, dann das Spiel. Haben Sie nochmal Bock? Dann ist das da, Epsi, das wir uns auf alle Fälle nächste Woche nochmal anschauen können. Und dann werden wir uns wahrscheinlich... Das machen wir dann nächste Woche. Da erinnert ihr mich dran am Schluss. Hangeln wir uns da einmal durch den Skilltree durch, was dann noch so kommt. Ob wir dann alles so gesehen haben, so, was gibt's da noch, wie umfangreich ist dieses Spiel. Und irgendwann hören wir ja dann auch wieder auf einmal, so ist es nicht, da der Knüppel, aufskillen, Tag beendet, abgeschlossen, haben wir dann noch ein gutes Angebot. Schöne weiße Wandfarbe, nehmen wir. Rein damit. Oh, jetzt brauchen wir viel Holz beim nächsten Mal. Da haben wir einen geskillten, der Brandon. Gleichmäßig skillen sollst du. Ja, sicher, gern noch einmal.
ZND am Montag. Sehr wahrscheinlich Elden Ring. Ich weiß noch nicht, wie gut Elden Ring ist, aber am Freitag spielen wir Elden Ring um 20 Uhr und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kommt es am Montag sofort nochmal. Es wird übrigens ein Community-Talk am Freitag. Ja? Also ich weiß, dass einige Elden Ring spielen da herin. Was sagt denn die Uhrzeit? Leck mich doch am Arsch! Ja, machen wir nur schnell ein zweites Stockwerk und dann bauen wir da noch ein bisschen was hier und dann ist es alles cool, zack, 10. Aber leck mir am Arsch. Was? Freitagstream? Ja, gut, geil. Sagst du, ich müsste jetzt eigentlich da unten, das müsstet ihr eigentlich machen. Ich müsste mal so Einblendungen bauen, wenn es am Freitag einen Stream gibt. Damit alle es mitkriegen. Geht's ins Discord. Da schreibe ich jeden Sonntagabend um 7, 8, manchmal vergesse ich so von 20 Mal, dann schreibe ich erst um 9 oder um 10 oder ich bin am Sonntag auf Nacht einfach vielleicht einmal nicht daheim. Da schreibe ich eine Ankündigung, was wir die kommende Woche machen. Für das habe ich extra einen Ankündigungschannel. Genau für das, damit ihr es mitkriegt. Sonderströmung, Freitags Elden Ring, Nachtreigen. Nur Pro-Gamer kennen den Freitagsstream. Das richtige Nickel nicht. Den kennen ja nur Pro-Gamer. Ja, sicher. Da, skillen müssen wir. Alice! Who the fuck? Alice! So, gleichmäßig, weiter geskillt. Jawohl. Oh, wir haben noch einen Skill. Wir haben noch einen Skill beim Schmied. Oh, der hätte so rückwärts. Der ist auch schon ganz weit. So, was machen wir da? Ja, den müssen wir gleichmäßig machen. Gleichmäßig. Was ist das Maximallevel von den Mitarbeitern? Sagt man irgendwo sein Level? Ah ja, da, Stufe 6. Was werden das Maximallevel sein? 10. Finden wir raus. Da haben wir was zum Upgraden. Dann nehmen wir... Was nehmen wir da? Die Metallschaufel. Easy. Und was wir jetzt denn? Wir stellen uns jetzt eine Forschungsabteilung. Die fangen wir noch an zu planen. Da kommt unsere Forschungsabteilung rein. Die verlegen wir nach oben. Das ist abgeschlossen. Nice. Neu. Oh, schöne Holz in die Wandfarbe. Sehr schön. Wie viel Holz haben wir Aufträge? 2, 3, ja, kriegen wir schon. Muss schon noch gehen. Rein damit. Schon wieder einer geskillt. Kruzifix, da geht's zu wie im Affenstall. Manuel. Machen wir diesen hier, du skillst auch alle Fähigkeiten gleich. Passt. Da haben wir noch was zum Skillen. Ja, nehmen wir wieder mal den Holzknüppel. Nehmen wir den teuersten. Was ist denn der teuerste? Ja, ist eigentlich wurscht. Damit wir ein bisschen mehr Epic-Punkte kriegen. So, jetzt ziehen wir da noch eine Mauer rein und bauen wir uns da unsere Forschungsabteilung her. Obere Wand bauen, dann machen wir so einen Raum trennen. So. Das schaut da mal richtig gut aus. Richtig gut. Und dann müssen wir eigentlich unsere die da aufziehen. Machen wir so. Die kriegen auch alle ein Fenster. Ich müsste aber was singen beim Forschen. Hallo? Total klar. Und dann stellen wir noch... Da stellen wir mir noch einen auf. Stellen wir da noch einen auf. Und da noch einen auf. Und dann stellen wir mir noch 2 Leute ein. Anstellen. Wer macht das? Machen das Schmiede. Machen Schmiedeentwürfe. Schon, gell? Ja. Anstellen. Schmied. Müssen wir rollen. Brauchen wir einen blauen. Verdient 20% schneller Entwurfspunkte und lockt mehrere Kunden noch. Ja, her damit. 3400 kostet der Teufel. Der Gomez! Rein damit. Dann haben wir noch einen. Schmiedl. Gib mir noch einen blauen, Kim. Ja! Ist aber der falsche. Benötigt 20% weniger Zeit. Schreinertisch. Und benötigt 20% weniger Zeit im Bau noch. Oh, das ist ja voll die fette Allrounderin. Hat nur leider 3 Skillpunkte verkackt darin. Und die stellen wir mit dazu ein. Die stellen wir. Jetzt brauchen wir Bänke. Brauchen wir wieder Mitarbeiterbänke. Jetzt ist der Tag schon wieder vorbei. Scheiße, müssen wir noch einmal. So, jetzt werden wir wieder ein bisschen metallenes Zeug bauen. Haben wir was Metallenes? Oh, 500 XP. Jawohl, rein damit. Nächsten Tag, Michi, was kostet Zeit? Das ist mir wurscht. Da müssen wir durch. Da müssen wir Meter machen. Heftig. Müssen wir noch ein wenig weiter da. Das hilft uns nicht, Kinder. So, Wand. Fenster. Das schaut eigentlich scheiße aus, wenn da keine Fenster nicht sind. Aber gut. So, Handschuhe dabei. Schau hier.
Preiset Aussicht Forscher. Was haben wir da noch? Können wir noch was skillen? Ja, das mit Holzmissgabe noch dazu. Mehr Epic-Punkte zusammen zum kriegen. Was können wir freischalten? Anstellen 3. Ermöglicht die Einstellung. Da brauchen wir 150 von dem lila Scheißdreck. Mehr Angebote. Neue Händlerangebote stehen uns zur Auswahl. Die nehmen wir noch mit. Und dann, das werden wir nicht mehr da rein, weil wir Epics bauen wir noch nicht so viel. Aber es wird schon. Wieso haben wir jetzt da... Ah, ich muss noch einstellen, gell? Anstellen, Schmied. Das ist ja ein guter Schmied. Das ist ja Allrounder-Schmied. Allrounder-Schmied. Rollen. Gib mir einen Blau. Gib mir einen Blau für die Forschung. Der Willow. Bester Mann am Platz. So, jetzt brauchen wir noch einen Namen. Gomez. Nehmen wir so, Ika. Gomez. It up. Maybe. Ne, krieg ich nicht rein. So, passt. Oh, der kriegt noch blonde Haare. Ja. Dann haben wir noch einen. Der Willow. Der Pro-Bert. Nehmen wir einen Pro-Bert. Dann haben wir Pro-Bert. Ein Bert. Also verzeichnen. Da, gelber. So. Es tut mir jetzt unfassbar leid für den Ika, aber Gomez rot-weiß. Geh weiter, dein dummes Maul, du Vollidiot. Da haben wir aber da noch einen, da haben wir Berenice, wie heißt denn so? So heißt er kein normaler Mensch. Ist der Will Smith, weil Schmied ist gleich. Also der Gomez rot-weiß ist wirklich, das ist der Dummschiss des Abends, meine Damen und Herren. Bären, nice. Bären. Nice. was soll denn das, Alter? Es ist so dumm einfach. Was haben wir da? Da haben wir ein Level-Up. Was haben wir da für ein Level-Up? Der Gara! Gara, du bist der Allrounder, die level die nur so. Easy going, easy going. Da haben wir noch einen Minenarbeiter. Was haben wir da? Ja, alle Fähigkeiten gleich. Warnung, also. Machen wir so und dann alle Fähigkeiten gleich. Das ist Ifet. Dumm einfach. Es ist so strunzenblöd. Das ist alles bloß noch schön. Das schaut ein bisschen aus wie Gummizähne. Aber der Bodentyp ist auch gut. Sehr gut. Na, einfach Ziegel und der Winter nicht so gut. Nehmen wir das. Das fügt sich doch gut ein. Sehr schön. Dann haben wir noch was zum Leveln. Easy going. Ich glaube, wir verkaufen sehr viele Kelche. Gibt es eine Statistik, wo ich wie viel verkaufe oder so? Gibt es sowas? Weiß ich nicht. Anstellen 3. Das skillen wir auch noch schnell, damit wir beim nächsten Mal auf der Höhe sind. Jawohl. Es ist so ein gutes Spiel. Es ist so simpel und doch so gut, dass das eigentlich nicht zum Aushalten ist. Ja, und die Wurst. Ist eh wurscht. iFett, wo kann man die kaufen? Ist dieser nice Apple-Produkt? Ist das iFett? Das macht es eigentlich noch besser. Es ist so dumm. Es ist so dumm, oder? Aus iFett wird iFett und dann wird iFetter. Halt doch dein Maul. Ich hasse und liebe diese Community. Ich hasse euch und ich liebe euch und es wird jedes Mal dümmer und weniger schlau. Egal. Meine Damen und Herren, es war mir ein Fest, jetzt wird gespeichert. Also das hören wir mir gar nicht mehr auf. Ich sag mich schon wieder, weiß das eh. Bis um 11 Uhr da sitzen und eine Tüdeln und dann labern ich mich wieder da und überhaupt. Das ist schon wieder so gut, das iFett. Ich hasse euch so stark. Ich hasse euch so stark. So, jetzt machen wir die Hintergrundmusik. Pass auf, wacht. Jetzt machen wir jetzt folgendermaßen die Hintergrundmusik. Die machen wir jetzt von Dings aus und wir lassen die Musik laufen von Blacksmith Master. Alle, die sich nach dem Gameplay schleichen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bitte smashen Sie den Like-Button, das würde mich sehr freuen. Vielen herzlichen Dank. Jede Interaktion mit dem Video und mit dem Stream, auch beim Nachschau-Squad, vor allem beim Nachschau-Squad. Erstens lese ich sehr gerne eine Kommentare. Kommentare habe ich mittlerweile relativ wenig, weil unter jedem Stream immer bloß so 3, 4, 5 sind und Videos gibt es ja schon länger keine mehr und so wirklich in Planung sind auch keine.
So ganz ehrlich, die Überlegungen von neuen Videos und Formaten, die wurden in den letzten 6 Wochen ungefähr von NX verdrängt. Das ist unmöglich, dass ich meine Freizeit dann nur für Videos hernehme, also das steht überhaupt momentan nicht zur Debatte. Darum würde es mich umso mehr freuen, über jeden Kommentar freue ich mich, um jede Interaktion. Lasst ein Abo da, aktiviert eine Glocken, smasht einen Like-Button drauf. Wichtiger denn je. Denn mit Streams Only ist der Abonnentenzustrom von so einem Kanal, auf YouTube zumindest, sehr gering. Eigentlich nicht vorhanden. Und wenn aber vielleicht da Interaktionen regelmäßig auf die Videos drauf sind, dann stupst das einen YouTube-Algorithmus ein bisschen an und das darf gar nicht schon. Wann kommt NX Open Beta? Von hinten, das kann ich noch nicht sagen. Es kommt ganz drauf an, ich hab ohne Scheiß, ich hab in den letzten 6 Wochen so viel zerrissen, dass ich im Prinzip das Spiel nochmal neu gemacht habe. Der ganze Unterbau, er ist immer noch nicht richtig gut. Ja, wie gesagt, ich bin kein studierter Programmierer. Ich kann zum Beispiel, gut, ich kann es schon, aber ich habe es in diesem Projekt nicht getan und es ist nicht objektorientiert aufgebaut. Nur dazu, ich glaube, so ein komplexes Konstrukt in objektorientiert, da die nicht hinkriegen, dazu reicht meine Kenntnis nicht. Und meine Erfahrung auch nicht, weil ich eigentlich kein Programmierer bin, sondern Mediengestalter. Ich möchte Dinge sinnvoll aufbauen, dass die gut ausschauen, schön und gut bedienbar sind und so weiter. Aber das mache ich halt auf Internetseiten und nicht in Spielen. Ich bin kein Game Designer, ich sitze einfach nur da, ich weiß zwar, wie man es technisch umsetzt, aber ja, was heißt eigentlich NX, beziehungsweise wie kommst du auf den Namen? In NX, also wenn du das Spielprinzip kennst, du hast da eine Kolonie, sammelst Rohstoffe, greifst Leute an, schickst Raketen umeinander, tust die mit anderen nicht zusammen, sammelst Rohstoffe, baust Gebäude aus, baust Truppen, baust was weiß ich was alles. Das ist also eine Aufbaustrategie-Geschichte. Und dann gründest du deine zweite Kolonie. Dann hast du 2 Kolonien gleichzeitig zum Managen. Dann eine dritte, dann eine vierte, dann gehst du auf einen anderen Planeten, auf einen ganz anderen Planetentypen, wo es anders ist. Da gibt es verschiedene Wettergeschichten. Dann kommst du von einem Erdplaneten auf einen Lavaplaneten oder einen Eisplaneten oder einen Sandplaneten oder auf einen Plasmaplaneten. Da ist wieder alles ein bisschen anders und so weiter und so fort. Annex heißt es darum, weil du Gebiet annektierst. Und ich glaube auf Englisch heißt annektieren Annexion. Und mir gefallen einfach kurze, knappe Wörter, einsilbrig oder so wie es geht, oder maximal zweisilbrig, und dann habe ich irgendwann mir gedacht, Annex. Annex sagt sie irgendwie auch cool. Taugt mir einfach. Hauptsache funktional. OOP wird überbewertet, kommt auf den Anwendungsfall an. Es liebt ja, was meinst du da? Also objektorientierte Programmierung wird überbewertet, kommt auf den Anwendungsfall an. Hauptsache funktional. Hast du mal WOG, World of Gangs, World of Garships, World of... Aus Lippstein, das beruhigt mich sehr, wenn jemand das endlich mal schreibt. Weißt du, was ich da gern... Wenn das jetzt ein studierter Programmierer hört, was ich da gerade gesagt habe, dann wird ich belächelt. Es kann ja gar nichts Gescheites sein. So macht man das aber nicht. Und jedes Mal habe ich schon einige Diskussionen mit so ein paar so Leuten geführt. Ich denke mir dann oft, es ist mir einfach scheißegal, wo ist denn dein Browser-Game? Das objektorientiert ist und funktioniert. Nee. Wo? Verstehe nicht. Ja, komisch, der Programmierer hat keinerlei, also zumindest die meisten Programmierer, die ich kenne, haben keinerlei Gefühl für... Du erkennst da Internetseiten, wenn es ein Programmierer gemacht hat. Sagen wir es so. Ich habe bei mir alles so hart in Funktionen aufteilt und so weiter, dass ich eigentlich schon fast von einer objektorientierten Programmierung sprechen kann, weil das im Prinzip genau das Gleiche macht. Mittlerweile funktioniert NX richtig gut. Es gibt 1000 Stellen, die noch nicht gut ausschauen. Ich bin da genau der gleiche, da ich beides machen muss. Ich muss mich darum kümmern, dass die Sachen brauchbar ausschauen, dass die brauchbar bedienbar sind. Dann muss ich mittlerweile, und das habe ich früher eben nicht da, das ist ein ganz großer Punkt gewesen, darauf aufpassen, dass es auch am Handy funktioniert und vor allem einigermaßen kompatibel bedienbar ist. Ich meine, da ist man auf dem scheiß Hochkantbildschirm ist man eingeschränkt ohne Hände, aber es geht. Es läuft alles sehr stabil, es läuft sehr flüssig vor allem, es ist recht performant. Das stellt sich dann einmal aus, wenn da wirklich einmal 100 Leute oder so online sind gleichzeitig dann, oder 200 oder vielleicht auch 300, dann habe ich sowieso durchgespielt, mehrere erwarte ich mir gar nicht.
ob es dann immer noch performant läuft und wenn im Spiel wirklich einmal was los ist. Momentan haben so 10 Leute drin, die probieren ein bisschen umeinander, die spielen aber auch. Ich habe gestern, glaube ich, um 3 in der Früh irgendwann einmal aufgehört zum umeinander programmieren, weil ich gespannt habe, so mit, oh, in einer Stunde wird's hell. In 5 Stunden musst du aufstehen. Haha, toller Spaß. Richtig gutes Zeug. Und hab dann aufgehört und selbst da waren nur 3, 4 Leute online. Jetzt weiß ich zwar nicht, ob die das einfach durchlaufen lassen und ob sie was da haben oder so. Soweit bin ich mit meinem Admin-Bereich noch nicht, dass ich mir das sagen lassen kann, wann hat er wirklich was da oder ist bloß das Update durchgelaufen und so weiter und so fort. Und ja, also es ist eine riesengroße Baustelle, die wird auch nie enden. Das ist auch der Plan. So ein bisschen wie Dwarf Fortress. Das ist immer ein Projekt, das kann ich immer dahin wursteln. Ich habe nur so viel Angst davor, das Ding richtig offiziell zu machen, weil dann kann ich nicht mehr zurück. Dann kann ich nicht mittendrin sagen, ja, weißt du was, jetzt habe ich mir wieder ein halbes Jahr keinen Bock nicht da umeinander zu wursteln, fuck you. Währenddessen da Leute drin sind und spielen. Und noch viel schlimmer, und ja, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, ja, es soll irgendwann bezahlbare Inhalte geben, aber keinerlei Pay-to-Win-Mechaniken. Du kannst ein Battle kaufen. Du kannst einen Premium-Account kaufen, der gibt da ein paar Vorteile, zum Beispiel Zugriff auf einen Kampfsimulator, was noch, mehr ist mir noch nicht eingefallen. Da fällt uns schon irgendwas ein. Irgendwas, was nicht unfair ist gegenüber anderen Spielern. Das dir so einen krassen Vorteil bringt, dass du alle kaputt machst. Wird es hier nicht geben. Das ist ja, glaube ich, das einzige Alleinstellungsmerkmal auf dem Spielemarkt, das man sich aufdrucken kann, um zum sagen so mit, ja, ich bin anders wie alle anderen. Du kannst zwar Sachen kaufen, aber keinerlei Vorteil. Bei einem Spiel, wo du gegeneinander spielst. Und ja, momentan bin ich gerade dabei, dass ich ein bisschen was an der Optik endlich mal wieder mache, weil die letzten 2, 3 Wochen waren wirklich sehr codelastig und ich kann keinen Code jetzt mehr sehen, sonst reißt mir den Schädel. Und ich kümmere mich jetzt mal um die Optik von den Koloniehintergründen der verschiedenen Planeten, um die Gebäudebattle vor allen Dingen. Hab, glaube ich, auch schon einen Style gefunden, der mir sehr gut gefällt, der auch gut funktioniert, der sich gut bearbeiten lässt, der sich schön darstellen lässt, der passt. Das ist so eine Mischung aus nicht ganz realistisch, aber auch kein so ein knuffiger Comic-Stil, irgendwo dazwischen. Ja, selbstverständlich lasse ich mir von einer KI helfen mittlerweile. Ich meine, hallo, es ist 2025. Und ja, wie viel Tausend kann man dann investieren? Ganz ehrlich, ich habe nicht vor, dann kostet eine Woche Premium-Account 3 Euro. 5 Euro, ist es zu viel, ist es zu wenig, ich kann es nicht sagen. Bringt die an so einem Premium-Account, kauft sie sowieso nur jemand, der wirklich übers Early- und Mid-Game hinaus kommt. Und wenn du übers Mid-Game kommst, bis ins Endgame, dann hast du 15, 25 Kolonien zum Managen. Da bietet sich an, einfach Tools zur Verfügung zu stellen, dass dieses Managen ein bisschen komfortabler von der Hand geht. Ganz typische Premium-Account-Geschichten. Die machen den nicht stärker wie jemand anderen, aber sie erleichtern dir die Bedienung. Das sind ja bloß 12 Euro im Monat, das stimmt. 12 Euro ist nicht wenig. Wenn man überlegt, WoW kostet 15 im Monat oder 13. Das ist richtig. Ein Zwickel in der Woche. Ist 1,99 € geht's viel in der Woche. Das Kreislige ist halt, dann nimmt er mir, dann PayPal, erst einmal 30 Cent weg, oder 40 besser gesagt, dann bleiben noch 1,60 € über. Dann kommen noch die Steuern weg, dann bleibt noch Euro übrig. Dann muss ich davor einen Server, dann zahle ich noch einen Server und die Domain damit. Das ist jetzt nicht der Teufel, der scheiß V-Server kostet 6 Euro im Monat, das ist ein Witz. Aber die Domain ist nicht ganz billig, die kosten 100 im Jahr. Das für eine Domain ist das nicht wenig. Und dann mache ich das, und das sage ich jetzt zum ersten Mal, glaube ich, in 7, 8 Jahren. Weil ich da kein schlechtes Gewissen nicht habe, da ist so dermaßen viel Arbeit drin. Und da steckt so viel Zeit drin von mir in diesem Teil, dass es nicht mehr feierlich ist, dass ich auch gern was davon hätte. Ist ein Zwickel. Blöde Frage, was ist eine Domain? Domain ist zum Beispiel, Domain ist übrigens nx.gg. Wer es ausprobieren will, mittlerweile, wieso Steuern? Ab nach Madeira mit dir, ja genau. Wenn das Geld so dermaßen vom Himmel ringen hat, war es schon soweit. Aber das tut's nicht. Der Main war doch diese Talkshow, bei der man anrufen konnte nach, mein Gott, Sprengi! Wo irgendwelche Weirdos anrufen, keine Ahnung, die Holzscheitel fehlen und so ein Mist.
Sprengi! Halt doch dein Maul jetzt mal! Das ist wirklich... Also... Ja, komm. Nochmal, was ist eine Domain? Domain ist eine Internetadresse. So kannst du es am einfachsten erklären. Wenn, die Domain ist übrigens nx.gg. Und ich kann es einmal einer posten. Mittlerweile habe ich auch das E-Mail-Problem, glaube ich, mit gmx und web.de gelöst. Meine E-Mail ist 100% korrekt eingerichtet. Ihr kriegt auch die Aktivierungsmails mittlerweile und so weiter. Dann kannst du es einfach selber anschauen. Das Spiel ist vielleicht weiter, als manch einer da herin erwarten würde. Aber ihr dürft auch kein Spiel in dem Sinn, wie wir jetzt da zum Beispiel Blacksmith Master gespielt haben, erwarten. Es ist im Prinzip bei Internetseiten auf Crack. Es ist ein Echtzeitspiel. Du baust da ein Gebäude, dann steht da dort, das dauert jetzt 3 Minuten, dann dauert das 3 Minuten. Dabei kannst du ausloggen, du kannst scheißen gehen, du kannst über Nacht schlafen oder sonst irgendwas. Es läuft im Hintergrund immer weiter. Das ist die kleine Besonderheit dran. Du kannst natürlich aber auch, wenn du schlafen bist, angegriffen werden. Wenn du nicht online bist, dann wirst du angegriffen, hast du gepickert. Im Prinzip, ja, Clash of NX. Im Prinzip ist Clash of Clans, das habe ich nie gespielt im Übrigen, ich weiß auch nicht, wie es funktioniert, aber wahrscheinlich ist genauso was, bloß Clash of Clans ist halt eine App, ein Spiel und keine Internetseiten. Und selbst Clash of Clans kommt von Spielen wie die Stämme, O-Game, Travian, was weiß ich, was da alles gegeben hat. Browser-Games sind so ein Ding aus den frühen 2000ern. Bis so 2010, 2012, 2014, da haben sie dann in der ganz breiten Masse eben Mobile-Geräte und Smartphones Bord gemacht und dann haben Apps gekommen und dann haben natürlich Mobile-Games in Apps gekommen. Ja. Wenn du NX googelst, kämen Kinderwegen, da musst du mal in Sponsoring investieren, da muss ich lange 2 Euro die Woche nicht. Und das sprichst du aber was Interessantes an. Ja, ich hab zum ersten Mal dann in meinem Leben vorher, vielleicht bin ich jetzt endlich alt genug und hab's endlich im Kreuz, dass ich da wirklich das Ding offiziell mache. Das bedeutet, da kommt ganz offiziell ein Impressum hinein, da kommen Datenschutzrichtlinien hinein, alles was man halt so braucht. Und man macht das richtig, richtig offiziell. Und ich sag, ich nimm mir sowieso von dem Geld, das da vielleicht eingenommen wird, nimm ich mir nix. Was ist mit dem tue? Werbung machen. Werbung machen und schauen, wie viele Leute dass man in das Spiel einkriegt, ob das Spiel gut genug ist, dass man Leute einkriegt, ob Leute sowas noch spielen wollen. Ich denke schon, weil ich versuche, die Art von Browser-Game so zu modernisieren, dass sie die am Handy so flüssig spielt, wie es irgendwie geht. Natürlich spielt sie das nicht wie eine Handy-App, aber es funktioniert. Best Played ist auf dem PC. Und so weiter und so fort. Das ist eine unendliche Geschichte, ist es. Patrick schreibt, ich bekomme die Meldung, dein Aktivierungslink ist nicht korrekt. Bitte überprüfe nochmal den Link in deiner E-Mail. Geht jetzt die Scheiße los, das kann eigentlich nicht sein. Das ist was, das hat die ganze Zeit schon funktioniert. 1000 Leute haben sich angemeldet, jetzt kommst du daher und sagst, es geht nicht. Lass mich luren. Let me lure. Problem noch jemand, der sich gerade versucht anzumelden? Haben wir da. Ich sag da keinen Aktivierungslink herin, du hast die wahrscheinlich schon aktiviert. Kann es sein, dass du zweimal drauf gedrückt hast? Noch mehr Werbung, ich habe gehört, man kann Ralf Schumacher buchen. Willst du wissen, wie viel dein Browser-Game wert ist? Ja! So, nochmal einen Haufen Sachen, jetzt mal so wacht. Flix, für irgendeinen Flix hat was geschrieben. Aber schaut gut, als Respekt und merci dir, wenn es online ist, wird es ausprobiert, 15 Jahre her seit einem Browser-Game. Ja, es ist online. Es ist zugänglich für alle. Du kannst es ausprobieren. Aber es ist halt, es ist noch nicht offiziell. Aber es ist momentan sowieso Feature-Stopp. Fehler werden immer korrigiert. Ich arbeite momentan an der Optik, es funktioniert alles. Ich bin über jeden Tester froh, so ist es nicht. Aber ich bin natürlich auch froh, wenn es dich nicht abspeist, bevor es irgendwann dann richtig, richtig losgeht. Das kann aber auch noch eine ganze Zeit dauern. Ja? Also ich werde auf keinen Fall sagen wir es gleich so, ich werde auf keinen Fall den Fehler machen, dass ich das Spiel vor meiner Sommerpause online stehe und offiziell mache. Und der erste Schritt in Richtung offiziell ist einmal ein Video drüber machen. Das erreicht natürlich nicht mehr so viel Leute wie vor 2-3 Jahren, aber ist ja wurscht, es erreicht mehr als ein Stream. Dann werden wir einmal einen Rundenstart an einem Freitagabend streamen, so wie wir das damals auch gemacht haben, und dann geht es einmal los. Und dann schauen wir mal, was passiert. Der Baumgartner fragt mich schon die ganze Zeit, ob man da mal was sehen kann und so weiter. Der Bommelbaumgartner schreibt, bei mir heißt, dass meine E-Mail schon verwendet wird. Ich war aber da gerade das erste Mal.
Ja, ich mag jetzt da ich kann Usernamen nennen. Ja, das ist nur, die sagt man sowieso öffentlich. Da ist der Eisenbahner Zock drin, der glaube ich hat sich schon aktiviert. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber egal. Dann hat sich der Proxy gerade registriert und der Kampfi. Und der Bommelbaumgartner schreibt, seine E-Mail ist schon in Benutzung. Bist du da hundertprozentig sicher, dass du bist nämlich schon seit 1000 Jahren dabei, bist du dir sicher, dass du damals 2021 nicht registriert hast, wie ich das erste Mal hergezeigt habe? In seiner alten Pimmel-Version. Bist du da sicher? Wie lange braucht die E-Mail? Die soll halt eigentlich sofort kommen. Vor allem bei dir sage ich, naja, ich nenne jetzt da keinerlei Daten natürlich, das ist wohl klar. Aber dein E-Mail-Provider soll halt eigentlich keine Probleme machen und immer schon funktionieren. Der Baumgartner selbst schreibt, ich glaube, ich weiß nicht, weißt du, was du dann tust? Dann gehst du auf ein Login, gehst auf Passwort vergessen und lässt dir ein neues Passwort schicken. Können wir es gleich probieren, ob es funktioniert. Das Passwort ändern. Neues Passwort auch zum Fordern. Habe ich auch neu gemacht, optisch noch nicht, aber die Funktionalität dahinter, müsst ihr dann einen Link zuschicken, dann kommst du wieder auf die Seiten, kannst ein neues Passwort hinterlegen und dann kannst du dich oben enden damit. Es gibt nur keinen. Nee, es gibt nur keinen Usernamen vergessen. Aber das ist ja jetzt eine Aufgabe während des Streams, Leute. Meine Damen und Herren, das ist nicht Aufgabe des Streams jetzt. Wer irgendwelche Probleme hat, rein ins Discord. Es gibt einen extra Channel für NX, da gibt es einen Thread drunter, der heißt Bugs melden. Wenn du wirklich, ich rede von Fehler, nicht, da ist ein Buch, da ist ein Wort klar geschrieben, der mein innerer Monk sagt, da der Pixel ist 5 Pixel, 2 rechts. Und hat er so einen Kack, keine Ahnung. Fehler melden. Und mich bitte nicht dabei markieren, weil ich sonst einen wahnsinnigen Vogel kriege. Nicht @Birger oder sonst, einfach in den Thread Bugs melden. Ich lese alles, auch wenn ich nicht reagiere. Meistens mache ich ein kleines Daumen nach oben drunter, wenn ich es gelesen habe. Und es ist ein ernstzunehmender Fehler, wo ich sage, da hast du recht, das habe ich übersehen. Oder es ist mir zwar bekannt, aber ja, du hast recht. Und so weiter. So. Der ist besoffen und hat gerade erfreut den Friedhofsgärtner sei alte. Ed Birger, absoluter Notfall, du hast das Apostroph genommen statt den Hau ab. Okay, war schon so angemeldet. Also du bist reingekommen, oder was? How to Annex Support. Ja, kann sich jemand von euch. Wir brauchen sowieso einen Annex-Mod. Wir hätten eine Mod-Stelle zu vergeben. Aber unter 2 Tagen Playtime brauchst du gar nicht anfragen. Entweder du kennst das Spiel komplett in- und auswendig oder nicht. Hab gerade auch die Meldung erhalten, dass mein Aktivierungslink nicht korrekt ist. Okay, du weißt was, das schreibe ich mir jetzt da aber auf. Das kann sein, dass das dort steht, aber dich trotzdem aktiviert. Schauen wir mal. Nein, es sind keine, einer den Eisenbahner, den lösche ich jetzt aus, den weiß ich, der hat sich einen Account gemacht. Wird sowieso automatisch ausgelöscht, aber ist wurscht. Wieso ist jetzt da, wo sind meine alten Textdateien? Bin ich jetzt deppert oder was? Ja, ist wurscht. Ist wurscht, merke ich mir. Ich merke es mir. So. Geil geht. Wer sagt das? Herr Baumgartner. Haben wir wieder die letzten 5 Jahre wieder so viel Reich gehabt, dass wir sich nicht mehr an meine Spiel erinnern. So schaut's aus. Sag meinen Namen, Haberer. Nö. Why should I? Aber ja, Anmeldung, der Aktivierungslink. Der gute alte Aktivierungslink. Ja, ist durchaus möglich. Durchaus möglich, dass er da die Fehlermeldung anzeigt. Er ist nicht korrekt, aber es aktiviert dich trotzdem. Muss ich gucken. So viel dazu. Ich muss mich richtig anstrengen, dass ich die neuen Gebäude nicht herzeige. Die alten Gebäude, die jetzt gerade online sind, die ihr seht, nicht auf meinem Dev-Server, die habe ich vor 10 Jahren gemacht. Selber mit einem 3D-Programm, Stufe für Stufe und so weiter. Und ich bin halt nun mal kein 3D-Artist. Für die sind es eigentlich viel besser geworden, wie ich das dachte, aber sie sind furchtbar. Es ist alles furchtbar. Die ganzen Grafiken sind furchtbar und so weiter. Aber jetzt, wo man die Möglichkeit von KI-Unterstützung hat und dann selber ein wenig nachrein kann ich das, glaube ich, um 5 Quantensprünge nach vorn bringen, so wie ich es haben will. Stiegel für Stiegel. Der nächste Schritt ist dann die Optik der Karte. Auch noch viele Funktionalitäten der Karten, dass da die Truppennummern anlaufen und so und nicht bloß der Extraktor und lauter so ein Scheiß. Auf deinem Dev-Server oder Dev? Ein bisschen was von beiden. Auf dem Dev-Server mache ich nämlich ganz oft auch Dev, ohne dass es mitkriegt, Gott sei Dank. Du bist 3B-Artist, bärtig, blind und beleibt. Und du kriegst es dann irgendwann sehe ich die in echt, oder? Dann muss ich mir bis dahin einfach vorstellen, du bist so 1,20 Meter großer
Stressstunden, der in seinem Keller drin sitzt, mit einer 400 Kilo Ranzen, aber mit Steckelhaxen und ohne Gnierscheiben, so dünn wie ein Zahnstocher, und so daheim sitzt und Leute im Internet belästigt, spreng ich. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Anders, na, bis dahin, es wird von Stream zu Stream wird schlimmer und jetzt kennen wir uns echt schon ein paar Streams lang. Spring jetzt mit der 28, ja, gewählt, lass ich durchgehen, wenn er Stegelschuhe hat. Und sich in seinem Tütü in seinem Zimmer trat. Und jedes Mal, wenn er mit dem Schwanz an der Tastatur vorbeifährt, drückt er Tasten. Hat er Sprengi eigentlich Knirscheiben? Irgendwann werden wir es rausfinden. So, jetzt ist 5 nach halb. Meine Damen und Herren, nicht vergessen, wir sehen uns am Freitag, es war mir ein Fest. Jeder, der Bock hat, kann sich gerne schon mal NX anschauen. Aber wie gesagt, was soll ich sagen? Gibt es bei NX AFAQ fette Albaner-Quaste? Boah, leck, wo ist denn das gleich wieder her? Hansi, wo ist denn das gleich wieder her? Wo ist denn das gleich wieder her? Das habe ich schon mal gehört. Ist das aus meinem Hirn entsprungen oder ist das irgendwo, habe ich das irgendwo gesehen und habe es erwähnt oder ich weiß nicht mehr. Die Beutel haben 10 Jahre mit einem 3D-Programm, hat es vor 10 Jahren eigentlich schon gescheite 3D-Programme. Die haben mit Cinema 4D gemacht. Da habe ich in meiner damaligen Arbeit habe ich das Programm noch zur Verfügung gehabt und habe mit Cinema 4D, das ist das einzige Programm, wo ich umgekommen bin, Blender habe ich mich nie richtig befasst. Um einfache Sachen zu machen. Aber ja. Dafür schauen die Beutel wirklich gut aus. Freut mich, Dankeschön. Ich gebe der Brief und Siegel, die werden um Welten besser. Also die Darstellung der Kolonie und der Gebäude, was ja im Prinzip der Kern ist des Ganzen und wirklich wichtig ist, was bei deiner alten Internetseiten, ja, die nennen wir jetzt nicht. Hansi, die nennen wir nicht, die schreiben wir jetzt da auch nicht ein. Ich glaube, ich weiß jetzt wieder, wo es her ist. Danke. Cinema 4D ist nicht 3D. Oh Gott. Also im GIMP gespeichert, hätte ich gesagt gehabt. So, meine Damen und Herren, wir gehen jetzt ins Bett. Was dem Merci für den Fünfer zu solch später Stunde. Habe ich dir, Birger? Frage, hast du mal vor Black Myth Wukong zum Spielen? Eigentlich nicht. Zug ist schon abgefahren. Ich glaube, das interessiert keinen mehr. Hab gerade angefangen und war echt begeistert. Also um Gottes Willen, ich glaube, dass das ein richtig gutes Spiel ist, aber da bin ich später. Das hätte man, wann ist das? Das ist, glaube ich, in der Sommerpause rausgekommen, oder? Letztes Jahr. Und da war ich mit 4 Wochen danach schon spät eigentlich dran. Ich glaube nicht, dass das noch im Stream kommen wird. Außer uns fällt gar nichts mehr, aber uns fällt auch was ein. Vielleicht irgendwann, who knows. Jetzt sehen wir uns erst einmal am Freitag mit Elden Ring. Ich hab Bock. Geht die Scheiße wieder los. Soll ich 2 Meter Sterben aufs Maul kriegen. Hauen wir uns hinein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Es ist ein grandioses Spiel. Wer Bock hat, wichtig, ich werde dafür nicht bezahlt. Das ist einfach nur eine ehrliche Meinung. Der Tavern Master und Blacksmith Master sind zwar wunderbare Aufbauspiele, mit denen man sehr viel Spaß und sehr viel Zeit verbringen kann. Wer Bock auf solche Spiele hat, blind kaufen. Kostet, glaube ich, 15 Euro. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Hashtag Gomez Rot-Weiß. Eigentlich hätte man nur Gomez schreiben müssen wie den Fußballspieler mit G-O-M-I-Z. Goddammit! Meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen zum 1000. Mal. Jetzt jeder Lurker, der wo ja auf dem zweiten Monitor läuft. Oder falls irgendjemand schon wieder eingeschlafen ist, hallo! Aufstehen, Like-Button drücken! Oder was weiß ich, was treibst. Und jetzt schleich die. Der Mario kriegt einen Link von NX noch schnell reingeschissen. Da, hier, nx.gg. Wie gesagt, speizt euch nicht ab. Da haben Daten von vor 5 Jahren drin, da haben 400 Leute registriert, die alle inaktiv sind und so weiter und so fort. Ich würde mich über konsistente Tester freuen, ja, die wirklich, nehmen wir Herr Leuchti zum Beispiel und auch einige andere, die da jetzt alle vergessen. Der sitzt da 10 Stunden am Tag drin und probiert jede Scheiße aus, die irgendwie möglich ist. Solche Leute brauche ich da jetzt. Wer zum Spaß spielen will, schau eine, hau dir eine, probier's aus, weil sie wurscht ist. So. Danke für die ganzen Donations. Danke für die neuen Mitgliedschaften. Da waren halt ein paar dabei. Kuss auf die Nuss. Welcome to the motherfucking Full Beer Squad. Never, ist eh klar. Danke für die ganzen Resubs. Danke fürs Zuschauen. Danke für die Interaktion im Chat und schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Hauen Sie sich hinein. Wir verpissen uns jetzt. Bis Freitag 20 Uhr. Was hab ich denn heute für einen Scheiß umeinander liegen? Ich hab keinen Scheiß umeinander liegen. Jetzt hätte ich fast mein Masterpasswort in die Kamera gehalten, weil ich gemeint habe, ich das Einkaufsziel vergessen. Wichstierche.